Grüß euch Gott, wie geht's euch denn? Dass ihr da seid, das ist schön. Erstes hat's uns grad noch gefällt. Gott's daher grad wie bestellt. Voll mir Herz vielleicht noch. Wissen wir genau warum. Kleine Kinder kehren ins Bett. Ja, unser, Jawohl. Haha. Grüß euch gut, habe ich die Ehre. Schön, dass wir beieinander sind. Ja, Grüß euch gut, habe die Ehre. Kleine technische Probleme bei uns heute. Das war so leicht erzählt. Aber nur kleinste, nicht der Rede wert, Aber es sind jetzt schon Haufen Leute da, wie ist das? Da kann ich gar nicht mehr alle begrüßen. Unglaublich. Von ganz vorn weg der Wildcat, der Ferche, Susanne Bum, Goethe Krustel, Joe Walker, Franz Meyerhofer sind doch sehr Franz M. Ich weiß ja, wer das ist. Aber weil die Uschi jetzt auch so. Uschi ist auch dabei heute. Franz Uschi, servus. M, muss ich ein Bussel schicken. Mit Leiberl. Deine Freundin ist dabei heute. Sehr schön. Die hat schon geschrieben, Isabella und Franz, servus. Na, wer wird das sein? Jawohl. Hubert Hinkhofer. Sören ist da. Ein Wahnsinn. Franz Ruschka. Super. Boysitz ist da. Joe Walker ist da. Wolfgang Spitze ist da. Ja, wo ich genau. Facker. Thomas Stastlecke. Servus. Grüß euch, Buben, servus beisammen. Ja, der Tom ist da. Super, Markus Volker. Ich habe heute an dich gedacht, weil ich mir gedacht habe, ich muss das Büdel nochmal runterlassen, wo du unser Leiberl auch hast. Naja, aber ich habe nur daran gedacht. Aber das ist nicht getan, weil dann, ja, das ist ja ärgerlich. Aber, ja, naja, du wirst dich bessern. Ja. Der Werner Feichenbauer sagt schon, die zwei verzetteln sich gleich am Anfang. Zonkerl ist grüßen. Naja, wir haben ja, aber wie? Wir haben Probleme, technische. Ich mit Licht, mir ist eine Lampe eingegangen, nachdem ich da kein Studio habe, so viele Lampen zu Hause, habe ich nicht, ich stehe eine 4 da. Aber wenn eine eingeht, ist natürlich ein Problem. Ja. Aber ich hoffe, man sieht mich trotzdem. Ein bisschen dunkler bin ich, ein bisschen röter im Gesicht. Ja, heute bist du der Rode. Im Gesicht. Das macht das weiße Hemd vielleicht. Das ist ja, aber keiner schiebt eine Meldung. Nicht? Bei mir habt ihr euch gleich auslassen. Nicht? Patrick seiner Bier nach, wurscht. Ja, da reden wir nicht drüber. Nicht? Rodolfo Corbes oder Rudi Corbes. Nagt an deinem Gemüt der Wurm, dann schaut er an, die 16er Burm. Mit einem Reim hat er seiner. Ja, der Spitze. Hat der Glas ja Eier schon am Kopf. Das fängt schon lieb an. Lukas Bonomeo. Daniela Schlögl, Mahlzeit von der Küchenfront. Mahlzeit. Was? Nix von Glase? Was Glase nicht in den Griff bekommen kann? Joe Walkaway. Du sagst das richtig. Warum? Weil ich vom Herrgott einen besonderen Segen habe scheinbar. Weil an meinem Können kann es nicht liegen. Sehr fesches Kappe, sagt auch der Fred Status. Ja, ich habe mir heute gedacht, ich bewege mich einmal mit einem blauen Leiberl. Schaut's? Blau. Nicht wahr? Und mit einem Künstlerkaperl. Ein Hausherrn-Kapperl in Farbe. Hausherrn-Kapperl? Ja, hörst? Ja. Wie gefällt euch das? Ist doch clever, das ist doch schön. Das ist fast der Osterkapperl. Schaut aus wie ja, das ist so Patchwork aus Ostereierschalen so nicht gewesen. Das ist so. Na schau, das ist ja. Schaut fesch aus, mir gefällt's. Auf den Spuren von Fuchs quasi. Ja, der hat einen anderen Schnitt gehabt, aber ja. Na super, Blunzenkistler ist auch wieder dabei. Super. Na, vielleicht hätte es doch das Schnittmuster wählen sollen vom Fuchs. Aber naja gut, ich habe ja nicht das Schnittmuster gewählt, ich habe das Kapperl gekauft. Das ist, ich habe ein paar Nein, ich meine das Schnittmuster generell. So, das können wir nicht immer wählen. Ja, na, das stimmt. Ich habe heute der Leiberl ein bisschen zu groß, damit man die Wampen nicht so sieht. Der Ernstl war ein bisschen schlanker. Ja, es sind übrigens alle Fuchsers, die ich kenne zumindest, sind alle schlanker wie ich. Aber ich kenne viele Leute, die grundsätzlich schlanker sind wie ich. Das ist ja kein Grund. So, Patrick ist ein bisschen unscharf heute. Ja, das stimmt, also der Linsen nicht putzt, sag einmal. Oh ja, das Licht ist anders. Warte, ich drehe das Licht jetzt anders. Ja, Moment. Probier mal. Liebe Freunde, ich erhebe mich kurz einmal. Was jetzt nicht so einfach ist, weil mit den Mikroverkabelungen da, so. Patrick nicht ganz so bleich wie gestern. Helfried Brunner, Helfried ist auch da. Super. Die Regieassistenz bemüht sich hier, aber es nützt nichts, ich muss es selber tun. Aber trotzdem danke. Christian Kunkel, super. Ja. Matthias Mariache ist auch noch dabei. Jetzt haben wir ein bisschen ein anderes Licht hier.
Aber vielleicht putzt sich die Linse jetzt auch noch einmal dazwischen. Das ist es nicht. Der Patrick. Aber ich schalte ihm nicht einmal weg, weil es zahlt sich nicht aus. Erika Lingenhöhl, ganz liebe Grüße aus Kärnten. Na, herzlichste Grüße retour. Ja, der Schmäh da unten schnell schon ausgelutscht, ja, richtig. Die Linse ist geputzt und das Licht ist verändert. Aber hat sich was geändert? Ich glaube, sonst? schärfer bist du nicht worden. Nein. Weil sonst sollte alles gleich sein. Vielleicht ist das auch so eine Übertragungsgeschichte, aber ist ja wurscht. Ich glaube eher, ja. Ich merke mir selber, gerade wenn ich auf YouTube da schaue, es ist etwas, wie soll ich sagen, schlechter. Aber ich habe heute auch ein technisches Problem gehabt, nämlich eine ganz andere Art. Ich habe mir noch rechtzeitig, bevor wir anfangen, habe ich mir meinen Weinkühler noch mit Wasser, nicht? Das ist so aus Ton, nicht? Mit Wasser. Es ist gut, wenn man einen Weinkühler mit Wasser füllt, nicht? Nein, den habe ich gefüllt mit Wasser, aber in der Finstern. Und das ist ja da noch relativ neu alles vom Umbau. Und ich bin halt hin und habe das halt einmal angefüllt mit Wasser und schön einwacken lassen. Und jetzt kurz vor der Sendung wollte ich das holen und bin draufgekommen, ich Trottel, habe da ein heißes Wasser eingefüllt. Jetzt ist mir der Weinkühler ist mir zu warm geworden. Jetzt habe ich noch geschmiert mit einem kalten Wasser, aber ich glaube, jetzt geht schon. Jetzt geht er dann schon. Jetzt kann ich dann schauen. Dafür fängt der Das ist für den Patrick. Winter schon. Du hast für den Winter bereits geübt. Das ist ja kein Weinkühler, sondern ein Weinwärmer für den Glühwein. Ja, ich weiß. Ein Glühwein warm Das ist mir noch nie passiert. Das ist mir noch nie passiert. Ich habe also ein Alter erreicht, wo mir so Dinge so passieren. Patrick, ganz schier, ganz schier. Wünsche meinen schlimmsten Feind nicht solche Fehler. Aber, Ich hab noch 2 Jahre dazu. aber Patrick, ich Zweieinhalb. jetzt, ja. Das kann früher oder später kommen, man weiß es nicht. Man weiß Bei es mir, nicht, glaube ich, ja. ist schon passiert, aber es macht nichts. Was sagt der Sören, wie war das wieder mit dem flackernden Ton? Das weiß ich jetzt nicht, was du meinst. Da weiß ich jetzt nicht. Flackernde Ton. Flackernde Ton. Ja, Die Leitung sollte passen. meinst so du das beim Zonko wahrscheinlich, im Brennraum meinst du wahrscheinlich. Ja. Das passt schon, sagt der Hubert Hinkhofer. Der Spitze zum Glück ist der Patrick nicht schärfer geworden. Na, der Spitze weiß wenigstens. Hörst? Spitze Ackerfreund. Ja. Das ist ja. Und schau, die Brigitte Scheurer kommt zu und wird schon frech, glaube ich zumindest. Sind die bunten Streifen vom Kapperl Baststrähnen, die verzopft sind? Na. Das war eindeutig. Ja, das ist eindeutig. Eindeutig, vielleicht verdunstet das warme Wasser schnell und kühlt mehr. Ja, aber ich weiß nicht, das war richtig warm, wieder nicht in der Hand rein. Jetzt habe ich es auch mit kaltem Wasser ausgefüllt. Aber Patrick, wir sagen, Susanne Bum schreibt ganz nett da. Dürfen wir heute die Lisi wiedersehen? ja, die Lise. Das werden wir sehen, aber das könnte sich ausgehen. Mein Munkelein werden wir nicht sehen, weil wir sehen es nie, aber die kocht heute Gemüse. Und da braucht sie alle Kräfte. Da kann es nicht, weil wenn ein Gemüse ist eine harte Geschichte. Was nach der ganzen nach der, wie heißt das, Osterschinken Aktion gibt es heute Grillgemüse. Freue mich schon Gut, ja, drauf, aber es ging die Übersäuerung jetzt. gut, ja, das war für das so im Mondpulver. Aber apropos Übersäuerung, Patrick, ich schalte die groß, weil erstens muss ich mich gerne, schneiden, weil die Allergie unerbärmlich auf mich herabströmt. Ja, Punkt 1. Aber ich schalte die groß, weil wegen Anbotteln. Ja? Na gut, dann fange ich an, aber wieso wegen der Übersäuerung? Verstehe ich jetzt nicht. Das Aber hat mich nur aufs mich Thema groß, gebracht. Das hat mich nur aufs Thema gebracht. Du bist groß. Ja, Der Klaus glaubt immer noch, dass im Weinviertel offenbar nur die Säuerlinge wachsen. Das ist nicht der Fall, schon lange nicht mehr nämlich. Aber ich habe heute was ganz Besonderes. Ich kenne ihn selber noch nicht. Einen Frisante Rot vom Weingut Draxler, der zu Hause ist in Prinzendorf, eine der näheren Gemeinden, also eine der Nachbargemeinden hier. Prinzendorf kennt man vielleicht, weil ein berühmter österreichischer Künstler hat sich dort auch niedergelassen im Schloss Prinzendorf, welches er gekauft hat. Welcher das ist, kann man ja dann später vielleicht verraten, wer das ist. Nein, ich sag's gleich. Es gibt ja auch das große Museum hier in Mistelbach. Wiederum keine Werbung, ich habe nichts davor, aber von ein gewisser Herr Nietzsche hier in der Gegend zu Hause ist, nämlich in Prinzendorf, haben wir gedacht, gibt es heute einen Roten aus Prinzendorf. Und wenn man sich das Logo da anschaut, das könnte ja, aber so arg wollen wir es nicht herstellen. Ein schönes Etikett. Mir hat es gefallen. Jetzt schauen wir den Inhalt an. Frisante Rot. Welche Rotweine drinnen sind, weiß ich auch nicht. Steht nicht drauf.
die Flasche ist eine weiße, wo der Rotwein drinnen ist. Also der ist wirklich rot und dunkelrot. Ich bin sehr gespannt. Heute keine Kosten und Mühen gescheut. Riedel Qualität für besten Sprudel. Schauen wir mal, schenken wir mal ein. Ui, der ist wirklich dunkel. Schaut gut aus, Herr. Der ist ja fast violett ein bisschen erst. Ich bin sehr gespannt. Aber ich finde, so ein Sektglasl darf man nicht ein bisschen auffüllen. Das gehört nämlich immer schön gefüllt eigentlich. Jetzt ist zart bei dir, so das ist schon besser. Naja, klar, man will ja genießen. Man schaut sich die Flaschen einmal an. Ne? Man will genießen. Wir sitzen da. Ich bin gespannt. Sehr zum Wohle, Freunde. Steht das da, sagt so, kostet man einmal. Ich kenne ihn wirklich noch nicht. Und? Roter Frisante, interessant. Ich weiß noch nicht, was ich halten soll davon. Na gut, Patrick, es ist ja spannend, wenn man dazu Viel Schaum. Aber ich muss schon nachdenken ein bisschen. Ich muss nicht nachdenken. Bevor man Das einen Comment abgibt. Ein Comment. Ja, ein Comment. Ich sage euch jetzt mal, was für ein Comment abgegeben habe. Ich glaube, es schmeckt. Ein bisschen Restsüße hat er relativ viel. Also, anders als ich ihn mir erwartet hätte. Also, siehst du, ich vermute, es ist viel mehr Loh drinnen, glaube ich einmal. Ich bin mir nicht sicher, aber. Oder Zuckerspitzel? Oder Zuckerspitzel? Der Zuckerspitzel ist gut, ja. Der ist halbtrocken. No. Nicht schlecht. Aber die roten Achteln fliegen rein. Wahrscheinlich wegen dir, Patrick. Also für deine. Jetzt wird die Elisabeth gleich kommen, wahrscheinlich, und möchte auch ein Schlückchen haben, wahrscheinlich. Ja. Somit, Susanne, danke. Also, die Elisabeth können wir vielleicht gleich sehen, nicht? Ja. Werden wir sehen. Gut, der Blunzenkistel sagt vollkommen richtig. Aber wisst ihr, der Nietzsche ist mit den Schüttungen bekannt worden. Ich hoffe, dass ihr mein Wein. Das machen wir. Ja. Also wir dann auch schütten, aber keine Bilder. So, na Patrick, nicht schlecht. Noch nicht. Du pass auf, bevor ich zu meinem Anbotterling komme, damit wir dann ausstessen können, hat mir natürlich großartigerweise, warte, wo habe ich ihn jetzt da in die Kommentare, Fixteife, da ist er. Der Markus Volker hat mir dankenswerterweise gleich ein Büdel geschickt wieder, und zwar eben von ihm mit dem 16er Burm Leiberl, und das soll man jetzt zwischendurch, weil ich halt ein Technik-Genius ein Genie, ein Genie, das ist ein Wahnsinn. Und das kann ich euch sofort noch reinzaubern. Achtung, zack! Und zwischen uns ist er jetzt, der Markus Volker mit 16er Burm Leiberl und mit einem Glasl Whisky. Ist er nicht fesch? Ja. Ist er nicht fesch? Ja. Ein Wahnsinn. Ich glaube, das haben wir das letzte Mal besprochen gehabt, was du da trinkst, Markus. Gell? Ich meine, das ist schon nicht schlecht. Nicht schlecht. Und wer also noch so ein Leiberl haben will, wir verschicken es gerade versandkostenfrei. Das wissen euch auch schon. Unsere CDs werden momentan So ist versandkostenfrei verschickt. So ist es. Jawohl, da ist er schon. Da haben wir schon die Nachricht. Also wenn Sie bestellt unter booking@16erburm.at. Besseres Model werden Sie nie finden. Ja, das glaube ich auch. Super. Mit der Glas in der Hand, ich finde das sehr in Ordnung. Sehr in Ordnung. Sehr in Ordnung. Absolut. Entschuldigung, ich muss kurz ein bisschen unterbrechen, weil es ist jemand anderer auch durstig hier. Aber jetzt haben wir es weit. Susanne Boom, bitte schau zu, die Elisabeth kommt kurz ins Bild. Warte, schaut die groß? Nicht? Also, Lisi! eines muss ich euch ja jetzt zeigen. Das ist mein Glas. Und die Elisabeth kommt mit jenem Glas hierher. Wo ist der Fehler? Naja, ich meine, der das nicht genau gesehen hat, sagt, der Fehler ist, es ist leer. Aber natürlich, ich verstehe es, weil sie will nicht immer wieder einer kommen, deswegen hat sie das größere Glas gewählt. Na, ruhige Hand hat er auch. Da geht die halbe Flaschen rein. In das Glas. Das ist. Ja, der Harry Schneider Fonte sagt, Klaus, aus der Rippe Matrosen runterläuft. Nein, das ist mein Künstlerkapperl heute. Ah, Wahnsinn. Ich steige ein und der Patrick sauft, das fängt ja gut an. Ja, Harry, ich sag dir was, ich hab ihn angeskypt und wir wollen schon, was heißt im Anbotteln? Im Ausbotteln. Also der Patrick, ich nicht. Ja, bitte, ich war auch wieder sportlich bereits unterwegs heute. Gestern bereits und heute wieder. Ja, Wahnsinn. Das sind 2 Tage, 40 Jahre, nicht schlecht. Ja, das ist nicht schlecht. Ich werde wieder jung. Ich mache das wieder, was ich mit 16, 17, 18 Jahren gemacht habe. Ich schmeiß mich wieder aufs Fahrrad. Ich mache das Gleiche, was das ist echt leibend. Das Bild war jetzt ganz kurz besser, ein Patrick, sagt der Christoph Wacker.
Ja, ja, aber noch gut. So, meine Herren. Das war die Elisabeth wahrscheinlich. Elisabeth, ein Kompliment für dich. Also, Da steht die Karin aus dem Weinviertel, schickt dem Patrick einen Daumen hoch. Naja. ja, das ist nicht. Das ist nicht. Die Familie Christhager ist auch da. Das freut mich besonders heute. Ja, Elisabeth muss auch winken jetzt. Ja. Ein Wahnsinn, ein Wahnsinn. So, jetzt habe ich mir lauter Familie drauf. Christ, herzlich willkommen auch bei uns. Ich hoffe, ihr hört sich uns auch ganz gut und ja. Ja. Du, der Harry Schneider-Fonte sagt, sie ist mit Patrick zusammen, also muss sie mehr trinken. Das ist eine Logik dahinter. Weil jetzt schaut das ja bei mir auch. Der Harry hat das gesagt. Du, wie wir Das uns ist kennengelernt gar kein Freund mehr. Patrick, wie wir uns kennengelernt haben, habe ich auch nichts getrunken. Das ist mir neu. Das Das war so. So, jetzt habe ich mir ein bisschen lauter draht, weil der Tommy gemeint hat, ich bin ein bisschen leise. Ich hoffe, ich bin jetzt besser zu hören. So. Das ist neu, aber ich muss einen Schluck nehmen, aber ich verduscht sonst. Nimm mal Schluck. Den ganzen Patrick, Tag ich schalte kaum jetzt was, mich groß, weil jetzt kommt mein Armbotteling aus dem wollte schon Weinkühler, meinen der Kuschen, ja, vor passt mir schon. ist. Ja, Pappenhalten ist dabei natürlich auch dringendst erforderlich. Nein, aber das Wesentliche, er ist in meinem zu warmen Weinkühler. Und zwar heute, heute ist was Spezielles. Habe ich meine Mundgelenk gefladert, kann man sagen, vom Wagram, und zwar vom Weingut Fritz, das ist schon sehr guter, einen gemischten Satz, kann ich jetzt auch sagen, aus Sauvignon Blanc, Gelber Muscateller und Rivana. Wurden am 13. September 2019 gemeinsam handgelesen und im Stahltank mit Samen vergoren. Na, schaut's her. Weingut Fritz, wiederum natürlich der Fritzi. Fritzi heißt der gemischte Satz. Wiederum natürlich keine Werbung in dem Sinne, selbst gekauft, schwer bezahlt. Ja, aber es ist ein sehr guter Wein und dass wir mal was Neues haben. Aber es ist so, ich habe erstens Allergie ein bisschen und zweitens, also ein bisschen ordentlich, und mir gingen die Pulver aus, jetzt muss ich das erst wieder Dingsbums. Und Schwabs weg. ja, und das Arge ist, der Weinkühler, dieser Tonweinkühler, das fällt da wirklich wie in einem Köhler unten. Das ist wie wenn einer Möter oriert. Das ist ein Wahnsinn. Und das ist jetzt in Kombination irre. Aber ich lasse mich nicht. Ah, die Weike hat sich auch schon gespritzt, bastelt, sehr gut. Ein Sauf mir an, blau. Die Uckerfleuze. So, Patrick, ich schalte wieder dazu, damit wir ausstesseln können. Ja? Ja, Ja. ich bitte darum. Dass man mich Gemischter wieder sieht, Satz ne? vom Fritz heute bei mir und bei dir, was haben wir gesagt? Auf Weingut Draxler, ein roter Frisante. Ja, mit dem Schmeckt gut. trinkt man vielleicht. Naja, gut, ja, dann musst du mir ja nicht nochmal geben. Kannst du mir weiter der Liste geben? Ich hab zu einem Weinköhler, ist ja nicht das. Ja, sehr gut, das ist gut. Brauchst du auf alle. Als Sportler vertragt man nicht mehr so viel, gell, Karin? Herrlich. Ah, Weingut Fritz, wirklich. Aber es ist kein billiger Wein, aber macht nichts, zahlt ihm mein Mundgelein. das ist momentan gut. Deswegen habe ich ihn ja gefladert. Weil ich gesagt habe, ich kann nicht immer die gleichen Weine pressen, ich muss einmal in die Trickkiste greifen. Und da hat es, also auf gut Deutsch, das ist auch immer die Laden, die relativ weit oben sind, wo ich nicht so leicht hinkomme mit meinen 1,68. Aber ich bin ja ein Fassadenkletterer, ich hole mir den. Aber wehe, ich komme auf Besuch einmal wieder zu euch. Das stimmt. Ja. Ich komme aber nicht mit leeren Händen, versprochen. Beim ersten Wiedersehen. Also, unser erstes Wiedersehen wird ja überhaupt großartig, glaube ich, werden. Also, wir werden uns zeitverzögert. Wir werden uns wieder kennenlernen müssen. Das ist so richtig. Vor allem musikalisch. Wir sind ja nur mehr gewohnt seit einem Monat jetzt, dass wir so, seit einem Monat haben wir uns ja persönlich nicht mehr getroffen und wir musizieren gemeinsam. Aber nur mehr via Skype. Ja. Aber Ich glaube, ich kann mit dir nicht mehr spielen. Also, Oder, das wird ein Wahnsinn. Das kann auch sein. Ja. Das kann auch sein. Ja. Die völlige Entspannung pur wahrscheinlich. Möglicherweise. Aber es ist wirklich ein hartes Stück da so spielen. Und es wird wieder hart werden. Am 17. April, muss ich gleich Werbung machen, warte, da blende ich jetzt da ein. Ja, tun Sie das. Ah, Herr Kollege, tun Sie das. da Bitte blende ich jetzt darum. da ein, nämlich in Facebook, die Facebook-Seiten vom Ausblick.wien. Das ist der Weinbauer, also Weingut Höfler. Und der macht wieder gemeinsam mit dem Weingut Strauch und mit dem Weingut Norbert Walter, machen es wieder eine Weinverkostung mit der Musi, natürlich von den 16er Buben. Das Ganze ist dann am 17. April, also nächsten Samstag. Nächsten Freitag um 18:30 Uhr, ja. Richtig. Und Ich freue mich schon. ja, und ich freue mich auch total. Also ich habe schon eingerichtet, also noch nicht eingerichtet, sondern ich habe nur mal das Thumbnail, also das Coverbild gemacht von der
vom Künstlerzimmer wieder, weil wir werden das wieder so machen, dass wir einen Livestream auf die 16er Seiten machen, also da, wo wir jetzt da sind. Und, wir sind wieder im Künstlerzimmer, im Backstage. So ist es. Auf dem Kanal hier. Auf diesem Kanal. Aber wer uns dann auch sehen will in der Sendung sozusagen, vom Ausblick mit der Weinverkostung, der schaue auf Facebook. Ja, im Idealfall sogar, möchte ich sagen, wollen die meisten das auf Facebook sehen, weil natürlich kauft euch so ein Kostpaket. Ich finde alle Informationen da bei der Facebook-Seite, beziehungsweise, wenn es dann schaut auf ausblick.wien, also ich glaube www.ausblick.wien ist die Webseiten, da findet ihr alle Informationen, da könnt ihr euch dieses Kostpaket kaufen, bestellen, zuschicken lassen oder auch selber anholen, da in Strebersdorf, kontaktlos natürlich, wie das heute so schön heißt. Und 10 Euro nämlich für jede Kiste, die verkauft wird, gehen an die 16er Burm. Und das finde ich ganz leibend für einer. Und ja, das wird passieren. Leibend, wenn es 50.000 Kisten kauft. Ne? Ja, ich meine, das ist ein bisschen groß gegriffen. Aber 2.000, 3.000 Kisteln waren nicht schlecht. Na, pass auf. Jetzt schauen wir mal da kurz weiter. Ja, der Harry Schneider-Fonte trinkt Grüner Veltliner, Bio-Rewe, Niederösterreich. Jawohl. Was haben wir da noch? Da schau. Nach meinem frechen Einstieg. Der Zonko ist auch schon. Zonko schreibt gerade, Zonkos Welt TV schreibt 16er Burm forever. Naja. Ist lieb. Zonko, das ist echt lieb von dir. Zonkos Welt. Wirklich. Zonkos Welt, da steht's. Da steht's. Da steht's eine. Begrüßen. Der Zonko ist gestern online gegangen, bei mir mit meinem Podcast. Den findest du ganz leicht, Klaus lebt. Also überall, wo es Podcasts gibt, findet man auch meinen, jetzt muss ich schauen, ob ich da, nein, weiß ich nicht. Auf jeden Fall habe ich da einen Podcast, zweimal die Woche kommt da was raus, und zwar einmal ein Gespräch mit einem Motorradler und einmal ein Gespräch mit jemand anderen am Mittwoch mit dem Jazz-Trompeter Thomas Gansch. Mit dem habe ich ein Gespräch geführt. Das ist leibend. Entschuldigung, sie muss wieder die Nasen, sie reden. Wobei, wenn du sagst Jazz-Trompeter, dann macht er ihn ja viel kleiner, als was der Mensch ist, obwohl der ja generell eine Erscheinung ist, bereits so, nicht? Also, absolut, naja, gut. Es ist ja, wir haben ja gesprochen darüber. Musiker, wir haben ja gesprochen, aber das ist wieder interessant. Ja, das ist auch echt, man die Nase nicht. Aber ja. Auf jeden Fall, also das kommt am Mittwoch raus, gestern ist der Zonko mit dem Podcast online gegangen und wie gesagt, ihr könnt es nachschauen unter klaussteurer.com oder auf allen, also Spotify und was auch wo überall, da gibt es die. Und dann immer ungefähr eine Woche später gibt es das Ganze dann nochmal auf YouTube, auf meinem Kanal. Klaus lebt, bei der Gelegenheit war es leibend, wenn es den auch, Klaus Steurer, so heißt der Kanal. Wenn Sie den auch abonnieren, das war natürlich auch super, weil da ist dann immer ungefähr eine Woche später dann der gleiche Podcast nochmal nur als Videogespräch. Also das möchte ich nur gesagt haben, das heißt, der Zonko kommt online auf YouTube am Samstag. Mittwoch. Samstag. Oder? Samstag. Samstag? Ja. Okay. Eine Woche später ungefähr. Ja, da schaut der Zonko, wow, Thomas Habsch, aber ich nehme an, du meinst Thomas Gansch, schreibt er drunter. Ist Wahnsinn. Ja, das war ein ganz spannendes Gespräch. Ich kann euch jetzt schon sagen, es gibt ein paar andere auch noch in der Pipeline, die wir schon zugesagt haben. Also es wird wirklich spannend. Und irgendwann wäre ein Patrick auch immer interviewen. Also interviewen, weißt du? Nicht gemeinsam eine Sendung machen, also Interviews. Das sind sondern wirklich ich mache keine Gespräch. Gespräche. Weißt du, Gespräche. Und ja. So ganz ohne Musik nämlich einmal. Ganz ohne Musik. Das ist auch möglich. Hat mit Musik nichts zu tun. Und Harry Schneider-Fonte schreibt ein braves Weibi. Schreibt er, meine Frau hat euch abonniert, 16 beim Unklarsteurer. Das ist natürlich eine Geschichte. Das ist natürlich Daumen hoch. Absolut. Da trinke ich jetzt auf die Wunderbar. Frau vom Harry Schneider-Fonte. Ja, und ihr seid so lieb und haut auch eine Rotsachtel für die Frau, fürs Weibi, schreibt er, fürs brave Weibi vom Harry. Haut es eine Rotsachtel und natürlich auf euch auch. Jetzt einmal. Weibi Prost, muss man da sagen. Weißt? Das ist Prost, Weibi. Danke dir. Ich hoffe, es gefällt dir. Der Georg Scheurer sagt den Handschuhmacher. Jesus, nein. Ja, das ist gemeint. Das ist jetzt so ein bisschen schwierig. Naja, weiß ich nicht. Nächste Sendung würde gehen. Na, das probieren wir gleich. Wir sind ja nicht so. Ja, dann machen wir es einmal. Na, warte mal, Ja, schauen. Der Markus Pristonik trinkt Grüne Veltliner von Meier am Vorplatz. Das ist auch sehr kurz. Meier am Vorplatz, ja. Der alte Meier, lang Präsident in Wien, Richtig. Weinbauverein von Wien, nicht der Glaube. Ehrlich. Na schau, Markus Volker, sehr hörenswerter Podcast. Der Günther Erich Russel, Podcast über eine Die Stunde, Achtel. keine Langeweile. Danke, Christschi.
Die Achteln kommen rein. Ist alles fürs Weibe, bitte. Das gefällt mir jetzt. Das gefällt mir wirklich. Michael Stark, Patrick. Aberlur im Hintergrund. Was, wie? Aberlur im Hintergrund. Ist das ein Whisky? Aberlur? Ja, ich lese selber. Ich kann nicht immer so, ich muss dir die ganze Zeit nicht, du hast das ja leicht. Du hast Ja, den jetzt Bildschirm hab's gerade wieder. vor dir. Jetzt hab sie wieder. Ich muss ja immer so schauen. Das Publikum ist da und ich schaue so. Nicht? Das ist peinlich und die Hälfte sehe ich dann nicht, weil das läuft ja weiter. Ihr kommentiert ja so fleißig, ehrlich. Ja, das ist ja Wahnsinn. Ich meine, schau, der Hubert Hinkhofer sagt, ich spielt sie auch oder gaggert sie halt nur. Nein, wir spielen eher. Achso, jetzt habe ich es verstanden. Jetzt hat Da er's hinten, verstanden. was da steht. Jetzt hat er es verstanden. Jetzt hat Aber er's Lauer ist da, ja genau, der Tobermory. Du hast da gleich wieder das Handy runter. Ich sag's dir nicht, Nein, den das kannst du nichts Ja, die auffangen. Kabeln sind so deppert kurz da. Entschuldigt den Ausdruck. Normal sollte das mit Funk funktionieren. Du hättest ja solche Funk. Jetzt will ich husten. Moderne, so Funk. Der Dieter fragt richtig, anbottelt sich jetzt eine Flasche Corona? Nein. Ja. Na, sicher nicht. Ja, Mir schmeckt das auch nicht, also wenn es ums Corona geht, ums Bier geht. Ja. Ich reiß mich nicht so dran. Nein, Also, es ist nicht das. Nein, ist nicht das Beste. muss nicht sein. Also, Du. wenn ich es wo bekomme, trinke ich es, aber ja. Erst, wer hat sich jetzt das gewünscht eigentlich, den Handschuhmacher? Brigitte, Ich glaube, der Herr oder? Scheurer. Entweder der Herr oder die Frau Scheurer. Bin mir nicht sicher. Georg Scheurer, jetzt. Georg Scheurer. Der Georg. Georg Ja, Scheurer. ja, Schurli. wahrscheinlich die Brigitte genauso wahrscheinlich. Also, Ja. Pass auf. na gut, Das ist dann aber, probieren wir es aus. Ja, wie spielen wir denn das? Es ist, die E-Moll, Strophe ist E-Moll. in E-Moll. Genau. Wahnsinn, Und dann Wahnsinn. der Refrain in G-Dur löst sich dann ein typischer Domani. Machen wir eine Strophe Roman und ein Refrain. Ne? Ist gut, ja, okay. Ja. Mhm. Ohne Ballett, ne? Ohne Ballett. Außer es ergibt sich so bei mir, dann spiel weiter mit mir. Da bleibt mir nichts anderes über. Ist gut. Na passt, ja, probieren wir es, ja. Ich fange einmal an, Probieren ja. wir, ne? Ich Schöne schaue, Nummer. ob wir das so zusammenbringen Ja. jetzt, ja. Der Handschuhmacher. Ei. So Da drunter am Ulrichsbergl in einem kleinen Haus, da war vor vielen Jahren ein Handschuhmacher zu Haus. Sein blond gelocktes Bierbel, den bringt, weil es so bitt, in Gottes Namen der Vater ein Kindergeigen mit. Da hat er gefragt, was willst denn werden? Geh, sag mir's da, mein Kleiner. Drauf hat er gelacht und anham glanzt. Ein Musikant, allein jung, sind durch die Wiener Luft, Walzer wie Blumenduft, schöner als Rosmarin, Blühmelodie, schlupfen ins Herz hinein, huschen dort warm sich ein, bist du wie ein Stück vom Glück, Landermusik. Schlupfen ins Herz hinein, wuschen dort warm sich ein, bist du wie ein Stück vom Glück, Landermusik. No, ist gelungen. Im Großen und Ganzen. Eine schwere Nummer, wenn Ja, ich die nicht ja. her. Na, sehr langsam, sehr langsam ist das gespielt. Ich meine, war jetzt nicht schlecht. Nein, das passt Aber das schon ist so. wirklich interessant, ja. Wie das dann auch jeder so übernimmt und in deinem Fall tust du es jetzt sehr langsam übernommen. Aber die Achteln geben uns recht.
Die Achteln geben uns recht. Das ist nett. Ja. Ah, super, schau da was an. Da fallen sie Karin, Kolneck, Bristonek, Maruts Garage. Na, super. Großartig. Danke recht herzlich. Ja, das ist gar kein... Dominik Roll, das ist so ein eigener Komponist. Also, der hat total schöne Lieder geschrieben, aber er hat eine Eigenart, gell, Patrick, nämlich welche. Das ist super. Er fängt immer in Moll an. Ja. Und das ist Und in Wiener löst Lied aber selten. immer in Dur auf. Ja. Also, es ist schön. Das Benzinger Kircherl ist auch von ihm. Schau von ihm. Und da hat er angefangen mit da. Ja. Was ist noch Das für war ihn? jetzt, was wir jetzt gespielt haben. Ne? Das ist, Genau. immer, es ist typisch Dominik-Roll. Wenn man es in Anfang hört, weiß man, was von ihm Ja, ist. Ne? der fängt immer mit Moll. Und das ist so eigen, weil es fängt keiner in Moll an, in Wien. Ja? In der Wiener Lied. Ja. Es gibt keinen, der in Moll spielt, also anfängt, nur der Dominik Weltweit Roll. sonst sehr viel. Nicht? Also Roman. Viele Stücke. Ja, aber Roman, Ja. Domanik minus Roll. Ja. Dominik Roll. Ja, der Handschuhmacher, ein Klassiker. Das ist auch so ein bisschen so eine Kitschnummer, gell? So ein bisschen ein Ding für viele, aber ich finde Für viele, ja. schön. Und am Ende des Tages ist es ja so, dass bei solchen Nummern, die so eine schöne Melodie haben, dass du dann merkst, dass das einfach vielen Leuten wirklich dann, dass viele Leute berührt. Einfach, gell? Absolut, ja. Das ist- Das ist wie ein Geigenjodler, weißt du? Das sind Ja. so Stickel, ne? Das ist Ja, einfach schön. Ich muss ja einen Schluck gleich nehmen, weißt du? Das ist. das stimmt. Ui, bei mir ist das nicht weitergegangen. So schön auch die Freude, die ihr dran habt. Joe Walker, ja, wir haben wirklich eine Freude an der Geschichte. Ich kann sich, das ist kein, also mir geht es manchmal, also wenn wir gespielt haben, man ist gefreut, schon wirklich am Spielen, aber früher waren wir spielen, ist manchmal Ja. wirklich am Arsch gegangen, dass wir spielen gehen müssen. Aber Mir weniger. Und Also, am ich weiß naja, es nicht. dass wir spielen gehen müssen. Aber dann, wenn wir gespielt haben, war eigentlich immer leibend. Ne? Na schau, der Zonk, jetzt hast du was lostreten. Benzinger Kirchhall, bitte. Naja. Da wird. Da oben vom Bein. Der Rudi Korbes, ich hoffe, du hast da keine Weinallergie aufgegessen. Nein, das ist Gräser, Pollen und das ist wirklich... Und sonstiges, was herumfleucht. ja, Also, mit Allergien auch ist es sauschwer zum Singen, ja stimmt. Wobei es ist jetzt nicht so schlimm, es ist nur eher, weil es rinnt. Ne? Und ich will euch einfach den Anblick da sparen, wenn in meiner Rotzbremsen... Naja, ihr wisst schon, was ich meine. Ne? das Glückchen hängt nicht. Das Glöckchen hängt. Du, pass auf, ich trinke aus, dann schenke nach und dann probieren wir das Benzinger Kirchhall, Patrick. Ich schenke gleich nach bei mir. Ich bin so frei. Schau, der Harald Sellinger. Hallo Zonko, danke auch für die Info über die 16 Uhr. Großes Kino immer. Danke Harald an dich. Dankeschön. Da schenke ich das nächste Glasl da gleich auf dich ein. Ja, genau. Auf dem Harald. Ja, auf dem Mauts Garage nicht. Was ist los mit dir, sagt er. Bist du blass? Ja, heute ist einfach nur gut eingestellt und ich war nicht in der Sonne. Und ich habe meinen Künstlerkapperl auf. Ich bin dafür so rot. Ja, heute bist du, das ist lustig. Da, du Und warst vorher Radl abgeschnitten oben die Klotzen. Das ist Du ja warst gerade, aber das Radl. macht nichts. Nein, Wichtig nein, ist ja, nix. dass man die Quetschen sieht. Na, du bist nicht angeschnitten. Wo bist du angeschnitten? Ui, auf YouTube bin ich angeschnitten, nicht bei mir. Na, dann fahr auf mit dem Cursor. Na, der ist oben. Ach so, ja! Ja, Der Klaus, ein technisches Du. Genie. Ja, das ist Ich sag das ja. tatsächlich, ja. Ich sag das ja. Jetzt sehe ich auch hinten die Flaschen hier Ja. stehen. Ja, du hast glaubt, du kannst mich aus der Reserve locken. Aber das ist Ja, ich nicht. glaubt jetzt, aber. Das ist nicht möglich. Na, schön, sehr herrlich. Es kommen noch einige technische Fragen auf dich zu in den nächsten Boom. Tagen. Die Brigitte Scheurer, das Telefonbuch mit böhmischen Namen. Das ist dann schwierig. Das ist schwierig, aber ne, können wir auch probieren. Patrick, ist ja wurscht, wir probieren das alles durch. Mehr als dass wir Da anstinken. steige ich aus, weil ich nicht weiß. Ja. Nein, ich muss mit weil dir, ich du den musst nur ein Text Tempo nicht- halten. nicht- Du musst Nein, nur ein weil Tempo ich die halten. Harmoniewechsel dann nicht weiß mehr. Achso, die weiß Weil ich auch nicht. orientiere mich voll an deinen Text nämlich. Und die Harmoniewechsel sind mit deinem Text verbunden. So wie das mich die Ja, ja. letzten 10 Jahre eingelernt. Das Ja. ist das Problem. Wenn ich mir das einmal einen Tag so anschaue wieder, 10 Minuten, dann Ja. kann ich es anders auch. Ja, es stimmt schon, bei ein paar Sachen. Weil ich bei ein paar weiß die Sachen Wechsel sind- nicht. Sind wirklich noch schwierig. Ja. Ja, Weil, ja, ja. Wirklich, weil ich den Text höre, weiß ich sofort, ne, klar. Du, das habe ich zum Beispiel mit Liedern, wo ich den Text, also wo ich Mhm. keine Gitarre habe, sondern nur in Text singe oder nur in Text rezitieren muss. Ja. Da steige Ja. ich aus. Weil wenn ich nicht steigst die aus, Gitarre habe, das Muster, was verbunden ist in meinem Hirn, ne, Ja. mit den Griffen, das Ja. tue ich mir Ja, schon, ja. ja. Imre Das Mark ist Vulkan das- ist auch da. Servus, grüß dich endlich live. Jawohl. Das ist das Problem an den alten Musikern, die seit 25 Jahren spielen, nicht? Oder länger schon. Ja. Ich spiele eigentlich 40 Jahre bald. Das ist- Ja. Ja, Mache ich Musik, ne? Das ja, ist. ja. Nein, aber Du das hast ist, gewisse Muster nämlich dann, wenn du lange überhaupt mit einem Partner Ja. lang zusammenspielst,
dann orientierst du dich anders und du hast nicht mehr das Notenblatt vor dir. Also bei mir ist das so, sondern das ist einfach verinnerlicht auf eine gewisse Art und Weise. Und wenn irgendwas anders ist, ist dann schwierig. Ja, in dem Moment, ja, klar, das ist, Ja. das ist ja definitiv so. So, na gut, nach Benzinger Kirchel. Schau, der Christoph Acker, wer sich's leisten kann, auf den Obolus nicht vergessen, die Buben haben sich's heute echt verdient, haben einen Spaß. Danke, schön, Christoph. Ich werde es dann nachher, nach dem nun folgenden Lied, werde ich euch das virtuelle Körperl vorzeigen, wie das geht. Warte, jetzt muss ich mich da ein bisschen zurückschalten. Und Patrick, was machen wir? Anstropfen, oder? Eine, ja. Drum von Ich Benzinger denke Kirchel, gerade, ja. wie das geht überhaupt. Das haben wir nämlich sowieso schon sehr lange nicht mehr Ja. gespielt. Also Ja, ich glaube ewig nicht. ich muss einen Schluckerl nehmen vorher. Zum Wohle. Ja, ja, trink auch noch einen Schluck. Ja, Ich klar. denke nämlich schon nach die ganze Zeit. Michael Stark, wenn ich das Weinpaket morgen bestelle, ja, das geht ja aus, bis Mittwoch kannst du bestellen. In der Ja. Regel soll es dann da sein, ja. Ganz innerhalb von Österreich auf jeden Fall. Sogar teilweise, letztes Mal haben wir das sogar nach Deutschland, also das war innerhalb von 2 Tagen da. Also das geht ja Ja. aus. Das geht ja aus. Michael, ich kann das nur empfehlen. Ja. Super, super, wenn du es bestellst. Und wenn Der Harry nicht, Schneller trinkt man schreibt noch. schon im Ohr noch die rauschenden Walzer. Ja, genau. Genau das ist es. Ich weiß schon, ich weiß im Patrick Text, Rese. es geht um die Melodie, Harry. Ja. Verspül dich nicht. Bitte. Ja, Daumen hoch. Was soll ich tun? Drum vom Benzinger Kirchel Biers und Egnerwohn Drum von der Luftgassel Birgt und Egnerwohn Vor einem alt Wiener Häuserl da holt der Madelsteig aus macht ein verlegenes Knicksel, dann huscht's wie ein Mosel ins Haus. Im Ohr noch die rauschenden Walzer vom Lanner und Straß. Die Guckeln sind blau wie die Fenkel, so kommt sie vom Domeierzaus. Die Guckeln sind blau wie die Fegel, sie glanzen voll Lust und voll Freude. 6 Lädeln so weiß, noch 30 in Wien, in der goldenen, gemütlichen Zeit. Naja, ich glaube, das ist. Haben wir schon bessere gespielt. Da haben wir schon besser gespielt. Ja. Genau, passt bei mir. Also bei mir Ja. Der Harry Schneller von sagt, das ist kein Duett, das ist ein Stunt. Ja, das stimmt. Naja, Ja, der Franz Eim sagt, der Gierkürtel hätte gesagt, die Noten. Ja, die Noten. Da, da muss ich in die Noten ja, die schauen. Noten. Ja, genau. Haben wir schon besser gemacht, aber das haben wir wirklich schon ewig nicht gespielt und da natürlich ist es, muss ich wirklich für uns sozusagen eine Entschuldigung anbringen. Das ist wirklich nicht leicht, wenn man sie nicht, also wenn sie einer nicht hört und der andere einfach nachgehen muss. Aber ja, wir werden uns gleich wieder verbessern. Der Thomas Klagenfurt ist dabei, das freut mich natürlich. Wohin, grüß euch, endlich bin ich auch wieder mal dabei. Ja, wohin, du bist uns schon angegangen. Hast du Zettel nicht dabei? Aber schon die roten Achteln kommen rein, herrlich. Im Herzen ein bisschen verliebt sein. So, was war das vorhin noch? Da kommt sie vom Dom. Schau, die roten Achteln. Patrick, die roten Achteln von einer. So ganz falsch können wir es nicht gemacht haben. So, jetzt in dem Zusammenhang können wir natürlich davon reden vom Körperl, vom virtuellen Körperl. Ich kann euch jetzt einmal nur einblenden. Eine Variante, nämlich über PayPal, wenn man es direkt auf Klaus Leb schickt. Keine Angst, das geht 1:1. Also, der Klaus ja, gibt mir schon ja. einen Teil davon ab. Ich gebe ihm Das ist- locker 5% an und Wie? ja, nein, Eine also das, Tonstörung. aber ihr könnt es auch, in der Videobeschreibung selbst findet ihr auch nochmal eine weitere PayPal-Adresse, das ist quasi ein 16er, so ein Moneypool nennt sich das, ist aber wurscht, ihr könnt es da machen oder auf der anderen und natürlich einfach nur überweisen, auch das findet ihr in der
Videobeschreibung und einfach einen Obolus. Wie man beim Heirigen mit Kerbal herumgeht, so machen wir das sozusagen auf diese Art und Weise. Also wenn es euch taugt, haut was rein und helft damit unheimlich, weil, naja, die Veranstaltungen werden lang nicht stattfinden und das heißt mit jedem Monat, ja. Der Patrick, Wird für uns bitterer, es ist so. Patrick und ich haben gesagt, wir fangen erst an, uns Sorgen zu machen, wenn wir kein Geld mehr haben. Richtig, Patrick? Das Genau. wird 2-3 Monate. Das könnte noch morgen locker der aus. Fall. Nein, das Nein, 2-3 Monate halten wir locker aus und dann muss irgendwas. geht sich muss sicher noch irgendwas aus. Also, Ja, ja, das geht sich aus. aber ja, wenn nicht, Patrick, Dann wird's bitter. gehen wir eher suchen. Dann gehen wir eher so. Nein, wir machen Da uns krieg ja ich- Stange. Da gehe ich Spargel stechen. Nein, da ist der Spargel bereits zu spät zu stechen. So, jetzt Jetzt später. gehen. Was nutzt es? Dann hast du ein paar Schuldigen und ein hinniges Kreuz. Bringt ja auch nicht. Der Schuldig leider nicht mehr. Warte. Ja, naja, das sagt man so. Du, der Rudi war besser. Jetzt weiß ich, was los ist, seit ich nicht mehr nach Noten spiele. Ich hab's gerade gelesen. Rudi, du Schlitzohr, du. Einer meiner besten Schüler übrigens. Ein Botzen-Schrammelharmonikaspieler mit einer Botzen-Stimme. Also, großartig. Ja, und die, Aber ein Schlitzohr trotzdem, muss er da schreien. na, frech Na, ist er. Frech. frech. Ganz schlicht und einfach. Frech ist er. Das macht man nichts. Blumenkistel, aber es geht ja ums Probieren und das war immer noch super. Schau, Blumenkistel ist ein Haberer. Der nimmt uns da die Last von der Schulter. Danke dir recht schön. Ja. Bei normalen Konzerten auch nach jedem Lied die Achtel genauso bekommt, dann wird's lustig. Der Lukas Bonomea. Ja, das stimmt Da schon. haben wir sehr lustig. Ja. Puh. Aber ja, die Heißlerfrau Susanne kommt heute sicher noch. Die machen wir jetzt schon Kommt noch. sicher noch. Ja. Was 0,01% hat er gesagt, Patrick? Ach so, du meinst mit der Schmauzgarage? Fall mir nicht in den Rücken. Ein netter Mensch. erst. Du, Georg Scheurer wieder, 20 Schuldig mal 10 mal 2. Weiß ich genau, welches Lied das ist. Ja, Ja? Ich war halt ein kleiner Stravan. Nein, Blödsinn. Das ist schön mit einem. Das machen wir, Patrick. Das machen wir. Ich fange nochmal an, ja. Mhm. Geht's bei dir? Ich höre dich nämlich nicht mehr. Mein Monitor ist bereits aus dem Erst wie Ohr. Luft zu den Noteiten. Da. Es ist schön, dann Freund euch zu werden. Er mit den Augen schauen und ehrlich sagen, ich hab dich gern. Du 20 bist Schilling. gestanden, Und Zähne, jetzt hat er sich versorgt. und zwar. So wie es halt sein soll, bei zwei echte Haberer. 20 Schilling für 10 mal 2. So wie es jetzt sein soll, bei zwei echte Haberer. Die hören auch nimmer mehr. Und der Himmel war ewig voll Stern. Es ist schön, mit einem Freund alt zu werden. Ja, es ist schön, mit einem Freund alt zu werden. Jawohl. So, Jawohl, Klaus, ich höre dich ganz leise. hörst du mich jetzt aber da ich noch? sehe dich nicht Ja, weil mehr. du warst komplett weg. Naja, ich rufe dich nochmal an, ja? Hallo? Na ja, warte, wir haben da mal, das haben wir gleich. Gentlemen und Ladies. Nicht, also nichts, was einen Klause da erschüttern kann. Nee. Da ist er wieder, hab ich recht. Freunde, hört Ja, ihr mich? Ja, wir hören dich. Da bist du schon Seht wieder. ihr mich ja, da auch bist wieder? schon wieder. Ja, jetzt, Klaus, jetzt sehe ich dich wieder. Ja, Ja. das ist Du schön. bist noch abgepasst quasi während dem Es Ding, war aber Ja, es war dazwischen irgendwie so stockend einfach das Bild. Dann war es finster und dann haben wir gedacht, scheiße, was mache ich jetzt? ja. Soll ich weiterspielen oder nicht mehr? Ja, aber du hast versungen gehabt. Du hast den falschen Text gesungen gehabt. Damit war es dann nicht gut, was weggeschalten Na, dann hast. optimal. Ja, ja. Bestens, Weißt du, hast du mitgekriegt? bestens. Das hast du mitgekriegt. Das 20 Schilling hast du früher angesetzt. Aber jetzt vorher angesetzt. Ja, genau. Ja. Und dann warst du, aber auf einmal warst du weg. Aber das macht nichts. Du, wir haben das technisch Gut. wieder hingebracht. Zack. Ja. Adrian anrufen und du bist wieder da. Die Leute haben es fast gar nicht mitgekriegt. Die Uschi Großartig. Paula hat auch schon die Achteln. So gefällt mir das.
Weil die nichts haben, oft die spendabelsten. Harry Schneller-Fonte. Großartig. Ja, bist du da? Ich höre dich schon wieder nicht, Patrick. Ich hör ihn schon wieder nicht. Ich höre dich nicht. Ich höre dich nicht. Hörst du mich? Nein. Da tue ich gleich wieder an dran. Schau, jetzt trinkt er wieder. Ich glaube, dass er da meistens dass er da schon. ja. Ja, genau. Kommt der falsche Text wieder gleich an dran. Christoph Acker, ja, das normalerweise verliert er einen Job nach sowas. Nach so einer Sache. Ja, schau, mein Schatzl hat die Achtleine. Jawohl. Ja, du warst schon wieder weg. Sieht Du man warst schon mich. wieder weg. Na, Ich sehen höre wir dich. nicht. Aber Wunderbar. gleich sehen wir Hört ihr dich. mich auch? Ja, sehen tun wir die noch nicht. Hören tue ich die. Das ist ein Problem. Ja, So, Druck man auf sollte aufs mich auch Knöpfel. sehen. Druck auf. Eigentlich. Druck die Sollte Kamera alles nochmal ganz an und normal. auf. Bin gerade dabei. Ja. Ich Immer. tippe gerade. Ja, Runterfahren so und ist nicht hochfahren. selbstverständlich, Erst wie immer irgendwas beim müssen wir haben, Computer. irgendein Fehler in der Frequenz da quasi. Weil das natürlich. Ja, es sollte eigentlich alles sein. Das Ich ist sehe ja aber, immer nicht. ich sehe auch nur mein Bild momentan hier. Und nicht, also nur mein Profilbild. Also, und tippe aber herum auf Kamera ein und aus. Okay. Das geht. Geht nicht. Ja, jetzt ist es. Interessant. Ja. Okay. Du, sag einmal, tu die WLAN-Nummer ein und aus dran. Ah, jetzt sehe ich die. Jetzt warst du kurz da. Jetzt hat es kurz vor, jetzt habe ich mich auch kurz gesehen, ja. Okay. Du die Internet, die WLAN-Nummer an. Ich werde das WLAN-Nummer ein- und ausschalten. Ja, ausschalten und ruf mich dann an Liebe über Skype. Freunde, Ja? ja, Du genau. musst mich dann anskypen. Soll ich dich anrufen? Du kannst mich oder was? anskypen, da kriege ich die eine. Ja, ich weiß, ich kann nicht sowas. Ja, Okay, ja. sobald es wieder rennt. Siehst du auch nicht jetzt ja. da. Okay. Na, tu mir Hören tue ich dich die WLAN-Nummer einschalten. Ist gut, ich drehe die hier, ich steige mal aus jetzt, da, liebe Jawohl. Freunde. So, schaut's, was soll ich euch sagen? Jetzt kann ich nicht einmal ein Lidl spielen dazwischen, weil dann spielt, dann ruft er an zum Schluss und ja. Weil ich weiß, was der Patrick gerade erzählt hat. Ja, das stimmt. Lukas, vollkommen richtig. Nein, aber da muss man als Regisseur sofort dran. Selbstschutz. Ja. Danke für die Freundin. Die Formel war der Aufteilungsschlüssel. Ja, ich weiß 20 Schilling waren 10 mal 2. Ist aber eine wirklich geile Nummer. Es ist schön, mit einem Freund alt zu werden. Es ist auch was, weil es nicht positiv ist, aber trotzdem melancholisch. Sowas mag ich besonders gern. Du hast im Wienerischen ja sehr viel wirklich melancholische, ja nicht negative, aber wirklich traurige Lieder. Jetzt ruft auch der Patrick, schau mal, ob es geht. Aber das ist halt so ein positiv. Servus, Klaus. Positives. Servus, liebe Freunde. Ja, Hört ihr mich? ich Seht ihr höre mich? dich mal, sehen tue ich dich noch nicht. Hören tue ich dich auch, aber Ja. sehen tue ich dich auch noch Ja, nicht. ja, Das ja. ist leider Gottes, was soll man da machen? Na, tu Vielleicht noch mal. funktioniert jetzt das ja sehe ich irgendwann. Jetzt sehe ich dich, Jetzt sehe ich mich auch wieder. Jetzt sehe ich, Ui, schaut's, da ist er. Da ist er, der Patrick wieder. So. Haha. Wie ist das jetzt mit der Verzögerung, mit der Latenz? Ich spiele jetzt einen Ton. Ja, was soll ich machen? Kommt der später wieder, genauso wie vorher? Ist das egal, ob du mich anrufst oder ich dich? Das Darum ist geht's wurscht. ja. Wir Das ist wollen- wurscht. Hauptsache, Also, Hauptsache du bist wieder da. Ja. Hauptsache, ja. Das habe ich alles Zum mittlerweile. Schläfchen im Griff. reicht wahrscheinlich. Früher habe ich gesagt Was immer, schreibt der ja. Rudi Korbes? Ob Bruder, Frau Mutter, die Technik ist ein Luder. Ja, Rudi, wem sagst du das? Furchtbar. Ja, der Lukas sagt sogar, die technischen Probleme sind sehr unterhaltsam. Nur für die vielleicht. Für die. Ja, uns ist für das nicht- dich. Ja. Ich sterbe 1000 Tode hier. Ja, ist ja Wahnsinn. Ja, nein, das kriegen wir alles im Griff. Oft ist das so eine Internetgeschichte, aber, ja, und das stimmt auch wirklich. Ich hab früher immer sicherheitshalber, nicht, habe ich gesagt, ich rufe die an, Patrick, damit, Ja. weil ich nicht gewusst habe, wie das dann geht mit der Software, wo es ja dann in die andere Software reingeht und hinten Okay. und übers Kabel über den Okay. Hals und so weiter. Nicht? Dann habe ich, aber jetzt weiß ich mittlerweile, es ist wurscht. Hauptsache, ich habe die auf Skype. Und haut alles hin. Gut. Weil, aber natürlich, ein Manöverschluck ist fällig. Wie beim Ja, Segeln. ein großer. Manöverschluck. Sehr zum Wohle Sehr zum an Wohl. euch. Ah, herrlich. Rudolf Korbes schreibt schon wieder. Schlecht sehen tue ich gut. Gut hören tue ich schlecht. Ja. Rudi, Herr Kollege. Ja. So nah beim U-Boot, Duke von Oktan. Dein Ton ist mit deinem Bild synchron, Patrick. Nur schau, stell dir vor. Ist klar, weil ich ihn Klaus jetzt angerufen habe. Das habe ich nämlich gemeint. Patrick, das war ein Das Scherz. könnte jetzt sein. Na, jetzt ist synchron offenbar, oder? Ja. Also, ja, der Imre sagt, in sehr vielen Ländern in einem Feiertagsserver überlasst jetzt Skype auch um USA-Krise.
Ja, ich glaube, das ist so oft gar nicht, sondern es ist manchmal wirklich, gerade das WLAN daheim, so wie beim Patrick, dran, dran. Das ist eigentlich das sicherste. Normalerweise ist WLAN sehr gut bei mir hier. Ja. Aber der Zonko, und ist schon weg, der Patrick wieder. Und ist schon weg wieder. Wieso bist du wieder weg? Das gibt's ja nicht. Patrick, du bist weg. Wieso bist du schon wieder weg? Hörst du mich? Er ist schon wieder weg. Ja, tu nochmal das Mikrofon an und auf dran. Ja, probier das einmal. Es ist ein Wahnsinn. Aber vielleicht hat der Imre recht. Nein, ich höre dich nicht. Ruf ihn nochmal an. Es tut mir leid. Leil, es tut mir leid. Was soll man machen? Es muss man machen. Aber ja, vielleicht hat der Imre recht. Vollkommen recht. Habe ich den Patrick auf den Bildschirm gemalt, damit er immer da ist. Das ist eine gescheite Idee, Thomas Nickmann. Das ist damit, ja. Er ist auch schärfer. Was trinkt der Patrick? Schaut aus wie ein Diesel, sagt der Zonko. Großartig. Lauter Bad gemutet, ja. Patrick, hörst du mich eigentlich? Nein. Du bist stumm geschalten jetzt. Patrick, du bist jetzt. Jetzt sehe ich, dass dein Mikrofon stumm geschalten ist. Das ist sicher. Den kriegen wir schon hin. Leidl, den kriegen wir schon hin. Ton aus beim Patrick. Sagt, ja, jetzt höre ich dich, Patrick. Wenn es war ist. Zumindest höre ich was. Hörst du mich? Ja, furchtbar. Das ist furchtbar. Aber geht nicht anders. Geht nicht anders. Den höre ich nicht. Jetzt ruf ich ihm nochmal an. Leidl, jetzt hat er mich soweit. Jetzt ruf ich ihm nochmal an. Und jetzt ist. Der Patrick pflanzt mich, sagt Thomas Pass, das ist glaube ich auch schon langsam. Ja, hörst du mich jetzt da? Ja, hören Sie mich jetzt? Ja, ich höre dich richtig. Mich. Pass auf, schnell. Ich sehe mich jetzt auch, ja, hören Sie mich. Ich hau dich schnell rein, spiel mal was, damit es schnell geht. Ja, was spielen wir denn gar jetzt da erst? Ja. Hört ihr mich? Ja. Silent Wiener Lied, ja genau. Nein, Alles klar? Na, ja. Hören die schon wieder. Ja, es funktioniert, oder? Heute, ja, funktioniert. Die sind Alles da. Schön. Ja. Jetzt weiß ich, was ich mit dir reden soll. Jetzt bist du da, weiß ich nicht. Ne? Da spielen wir mit der Heiselfrau dazwischen. Ja, aber spielen wir die Heiselfrau. Heute waren wir jetzt so Der abwechselnd, nicht auf der steirischen, sondern heute machen wir es auf der Wiener Quetsch. Der Wienerischen. Geht schon Wenn man rein. mich schon hört jetzt da. Reisau, ja. Ich habe wirklich eine rote Birne, habe ich jetzt. Ja. Das ist unglaublich. Ja. Das Licht ist an der Seite, das ist ein Fehler. Bei mir, Na gut, fangen wir an. Bei mir ist eigentlich das gleiche Licht, nur. Warte, jetzt geht, Entschuldigt, ich muss kurz was anderes, da geht gerade ein anderes Fenster auf. Ui. Gib's weg. Adobe Flash Player aktualisieren. Nein, jetzt nicht. Du nichts Pardon. aktualisieren, bitte Das geht aktualisieren. Schnell ein Lied, So. ist wieder aus, sagt der Christoph Ja. Acker, ja. Bin schon dabei. Hoppala. Sie kennt alle, die jemals am Friedhof dort wohnen. Künstler und Hackler, Generaldirektoren. Jeder tut sie freundlich grüßen. Egal ob's groß oder klein müssen. Dafür hat man ihr was ins Kerbel rein. Ja, bei der Zinzi kehrt man gerne. Mein Schatzerl ist eine Häselfrau am Friedhof in Stadtlau. Die Handschuhe gelb, das Schürzel blau, mein Zinsi, ja, mein Zinsi, aus Stadtlau. Sie kennt alle die Mittel, die sie im Fernsehen bewähren. Duftende Hacke und Co. sie hat's gern. Fröhlich tut sie Häusl putzen, weil sie ja schließlich benutzen. Dafür hat man ihr was ins Kerbel rein. Ja, bei der Zinzi hört man gerne. Auf geht's, Patrick Reisau. Die Hebe in die Höhe. Mein Schatzerl ist eine Häselfrau am Friedhof in Stadtlau. Die Handschuhe gelb, das Schürzel blau, mein Zinsi, ja, mein Zinsi, aus Stadtlau.
jawohl. Naja, bitte. Das, Eine kleine Heiselfrau natürlich. absolut, zwischendurch, absolut. nicht Wie der Zonko meint und auch der Joe Walkerway, ein Welthit, absolut. Gut, wir brauchen keinen Welthit, weil der Zonko und ich, wir machen... Ist schon wieder weg. Du bist schon wieder weg. Du bist schon wieder weg mit Ton. Das gibt's ja nicht. Tu mal den Kopfhörer aus- und einstecken. Vielleicht ist das nur. Oder was. Nein, nicht am Urwaschel, am Gerät. Was mache ich nur mit dir? Was mache ich da? Bin wieder drin. Das Licht ist aus dem wieder tiefer gelungen. Nichts bleibt von der Musik zurück. Ein Echo nur von Liebe. Hildegard Knef. Naja gut, wenn du einer fährst mit solchen Sachen. Ui, jetzt hat er alles klar drauf. Na, der Patrick. Warte, ich tue ihn gleich wieder weg. Da haben wir heute... Ah, nein, da ist er. Nein, ich höre ihn nicht. Ich höre dich nicht. Aber fürs Lidl ist es ausgegangen. Ne? Schau, wie er schreit. Aber es macht... Nein, leider. Leider nicht. Leider nicht. Ruf mich an. Patrick, ruf mich an. Es nutzt dir nichts. Er hört mich, ich höre ihn nicht. Und demnach wird es ihm ich auch nicht hören. Naja. Aber wir haben... Die Susanne Thüring ist dabei. Grüß dich gut. Ja, Susanne, wir kämpfen in erster Linie eigentlich nur mit, mit der Technik. Der Klaus, ich drehe wieder auf, der Joe Walkerway. Ich drehe mich nicht an, das ist die scheiß Technik. So. So, Dale. Hallo, ja, jetzt hören wir die. Hallo. Ja, ich höre die Hören Sie mich? Hören Sie jetzt? Da ist er schon. Pass auf, der Ferkel schreibt, er soll die Datenleitung beim iPhone nehmen und das WLAN ausschalten. Das ist ein Problem. Wieso? Was kostet kein So viele Datenpaket? Daten habe ich nicht frei. Ich verstehe. Nein, aber danke Ferkel für die Idee. Danke für, ja, super Idee. Ja. Prinzipiell ja. Ja. Aber natürlich. Wo war Wenn das? das WLAN da voll funktionsfähig ist. Ja. Also Empfang, also über drüber. Also, Ja. Paket ist bestellt von Michael Stark. Das Weinpackerl, na, das ist super Geschichte. Das gefällt mir. Ja. Der Matthias Mariacher, Patrick erinnert mich an die taubstumme Köchin in Eine Leiche geh zum bitte Dessert. Herrlich. hört man mich jetzt? Da schau hier, Harry Schneller von der Obolus entrichtet, von dem nichts, was ich habe, soll es auch was haben. Ein 20er für die Musi, das Geld muss man zum Fenster auswerfen. Kommt bei der Tier wieder einer. Ja, Harry Schneller Fonte, da muss ich jetzt ehrlich sagen, ich danke dir recht narrisch. Das ist leibend. Folget bitte dem Beispiel vom Harry Schneller Fonte. In der Videobeschreibung findet IBAN und, wie heißt das? PayPal. Uns ein bisschen. Ja. Na herrlich, das gefällt mir. Ja, Auf bitte, und ich auf habe an bessere Aquarium Zeiten. gedacht, sagt der Zonko, ja genau, ja, Guitfisch. Ja. Wieso, inwiefern? Na, weil du nur mehr geredet hast, aber nicht mehr, man hat dich nicht mehr gehört, du hast Also, ausgeschaut du wie ein meinst Guitfisch. die Mundbewegung. Ja. Hallo, schreit die Kamera. Genau, Das genau. tut kein Mensch versteht. Nur wenn man den Ton, Nervosität. hört, fällt dann wiederum nicht Aquarium ein. Nein, Wenn das man den stimmt, Ton nicht ja. hört, dann stimmt es. Das schaut aus wie man Ja, das, hallo! Ja. Das ist ein Wahnsinn. Das ist ein Man Wahnsinn. fängt ja dann zum Gestikulieren an. Ja. da. Schau, der Hubert hingehauen, das Kakaos Ja, aufgegessen hat, gut hingehauen. Ja, ich muss sagen, mit Patrick hat es hat jetzt immer hingehauen gut. Also das war das letzte Mal, haben wir das Problem gehabt. Aber ja, vielleicht stimmt es wirklich, dass einfach Skype auch ein Problem hat oder nicht. Oder ja, wir werden da schon durchtauchen lernen. ESET 941, habe die Ehre beieinander. Das gefreut mich. Könnte sein, dass du inklusive Wie viele Zuschauer haben wir denn eigentlich? Das steht mir jetzt interessiert. 66, genau, aber habe die Ehre. Aber wieder, danke euch. Gut, jetzt mehr, warte, jetzt schaue ich so lange zu, bis mehr werden. 67, toll. Das ist, ja, siehst und wenn es uns auch Freude machen wollt, dann teilt die ganze Geschichte oder gebt es weiter, sagt es weiter, dass es uns gibt, dass man das Wienerlied, oder ja, natürlich uns jetzt so, aber als Träger des Wienerlieds wieder ein bisschen ja, bekannter machen. Bekannter machen, weil, wir haben das gestern schon beim Kakao-Gespräch geklärt, auf die Medien können wir uns nicht verlassen. Also, von den Medien sind wir verlassen. Und da Wenn du auf die verlost bist, verlost. Um mit den Worten eines berühmten Komponisten der Wienerlied-Szene zu sprechen, Rudi Lugsch. Richtig. Aber wir haben uns ehrlich gesagt auch nie wirklich besonders drum gekümmert. Wir haben seit über 25 Jahren machen wir das, was uns Spaß macht. Im Großen und Ganzen, wir haben ein paar Fehler dazwischen einmal gemacht, also ein paar Ausrutscher, wo wir eigentlich dann des Geldes wegen irgendwelche andere Sachen gemacht haben oder so Kooperationen eingegangen sind, die uns eigentlich nicht taugt haben.
und das war immer ein Nachteil. Und das Wo wir von nicht Haus aus erklärt. schon eigentlich gedacht haben, irgendwie, na, da zwickt es irgendwo. Aber na, geh, Blödsinn. Hat es bei mir zwickt, hat der Klausi gesagt, der Blödsinn hat es beim Klausi zwickt. Da habe ich gesagt, geh, so ein Blödsinn, das machen wir schon. Nicht? Nein, das sollte man nicht machen. Wenn man, ehrlich ist, Das wenn man ehrlich ist, war die Begründung Nein. immer nur, da könnte man Geld verdienen. Ja. Und das ist jetzt mal nach hinten losgegangen. Nichts gegen Genau so Geld ist es. verdienen. Wir sind beide interessiert daran, dass wir viel Geld verdienen damit Mhm. oder sehr ausreichend Geld, also ausreichend, dass wir ein glückliches Leben führen können. Aber Genau. man fällt halt manchmal dann in diese, ja, ein bisschen in diese, na, Gier, will ich jetzt nicht sagen, aber ähnlich wie die Gier. Dann fällt dir das ein und ich sage, warte mal, wenn wir uns dort dranhängen, da könnte man eigentlich mehr machen oder ein bisschen ein Geschäft machen, mehr Geschäft machen als sonst. Ja, aber eigentlich will man nicht wirklich. ist nicht gut. Und das ist jetzt mal daneben gegangen. Also das Ja. kann ich eigentlich wirklich sagen, ja. Es redet dann nur der Klaus, ist so gesehen kein Unterschied. Der Harry Schneider-Fonte, das ist eine Frechdachs. Naja, das hat auch einen anderen Grund, weil wenn ich rede, hört der Klaus mich immer so verzögert. Und wenn der Klaus spricht und ich komme nicht sofort mit der Antwort, glaubt der Klaus, er muss weiterreden. Insofern ist das ganz normal bei dem Skype, weil diese Latenz da ist natürlich. Ne? Ja, aber Patrick, du Dann ist glaubst, sonst eine lange Pause dazwischen oft. Ne? Oder ich falle dem Klaus ins Wort, was nicht der Fall ist, weil wenn der Klaus spricht und zu Ende spricht, könnte ich bereits vorher sprechen. Aber das weiß ich ja nicht, ob er dann nicht weiterreden wird. Ne? habt ihr das verstanden? Das ist ein Patrick ist Na, wenn lustig. ich jetzt zum Reden anfange, ist der Klaus fertig wahrscheinlich gewesen. Nein, so lang. Bei Skype ist die Verzögerung nicht so lang. Naja, aber aber es doch ist etwas vorhanden natürlich. Ja, aber immer so um die Sekunde. Manchmal weniger, manchmal mehr. Aber interessanterweise zu Facebook, das ist wirklich über eine Minute. Über eine Minute Verzögerung. Das ist ein Wahnsinn. Ja, Es dauert auch zu YouTube 30 Sekunden bei mir. Also, bis ich Ja, mich dann YouTube selbst auch, ja. hier sehe, das Ja, ist circa ja, ja. eine halbe Minute. Ne? das stimmt, ja. Das ist so. Du, der Harry Schneider-Fonte sagt, Geld verdienen ja, sich verkaufen nein. Ja, richtig, das ist aber nicht so leicht. Genau, Und das eben ist auch, das Problem. was der Mautz Garage sagt, immer auf das Bauchgefühl hören, dann fährt man besser. Kann ich zu 100% unterstreichen, das Problem ist nur, das Bauchgefühl kann man ganz leicht überhören, wann an die Gier überfällt. Ich sage jetzt mal so, ja, der Patrick und ich, wir sind beide keine wirklich gierigen Leute oder so, oder missgünstige Leute, aber ganz Nein, ehrlich, nie. wir sind auch Bringt ja keine nichts. Höllichen, also es überfällt einen, ja. Es überfällt einen an. Und dann hast du es schon und dann hörst du dein Bauchgefühl nicht mehr. Das ist dann immer nachhinein. Na klar, Patrick, ja, oft haben wir das dann nachher gesagt, eigentlich haben wir das eh nicht machen wollen, oder? Eigentlich wollten wir das eh so nie machen. Ja. Nein, das ist das, ja. Ja. Die Gerda Steuerer, meine Mama und mein Vater, die schauen auch zu. Hallo ihr zwei, grüß dich Gott. So ich- Patrick, ab jetzt nicht mehr Arschloch sagen oder Nicht sonst sagen. was, meine Eltern hören zu. Jetzt Nein, tut ich er- sag's nicht mehr, außer Nein. der Ton fällt aus Nein. und mein ganzes Da hört man's eh nicht. Equipment-technisches fällt aus, dann werde ich sagen vielleicht. Ja. Das ist, Da hört man's- Ja, aber ich hab möglicherweise. Weil meine Mama hat gesagt, du darfst nicht ordinär sein. Da im YouTube. In Hat's geschrieben? Nein, hat sie mir Gerda? gesagt. Hat sie mir gesagt Ach am so? Telefon. Sei nicht so ordinär, Bub, hat sie gesagt. zu dir, ja, Zu das mir, na, verstehe ich. sicher, nein, Oder- ja, zu dir oder- nicht, du bist ja nobel. Patrick ist ja im Prinzip ein nobler Meistens Mensch. Meistens schon. Es sind Meistens das schon. ärgert dich wirklich einer. Also, ja, wenn mich wirklich einer ärgert, dann kann es ganz sagen. Bei mir ist es so, ich bin ja ein Freund des Dialektredens und ne? und schön. Nur, wenn mich jemand ärgert, dann verfalle ich nämlich dann in die Hochsprache, die ich ja durchaus auch beherrsche. Dann wird es meistens gefährlich. Der Klaus kennt mich. Ja, das stimmt. Dann wird es ganz gefährlich. Ja. Also mit mir war das noch nie, Gott sei Dank, aber Nein, mit anderen, ja, du warst das oft ist- genug dabei. Ja, also das ist herrlich, ja. Naja, Du pass auf, Kretin, du willst du nicht endlich aus meinem Leben verschwinden, du Loch in der Natur. Und solche Sachen kommen dann bei mir. du Kostprobe von einem Mensch. Ja, genau. Aber mich sehr ärgern. Ne? Halt dauert lang. Der Harry Schneider-Fonte sagt, Alter, heute bin ich frech, ich trinke noch ein Viertel auf euch. Ne? Pass auf, Na, trinke ich bitte. jetzt einmal Das mit auf die macht Schnelle. Weil vorher gesagt, Ein viel Bauch, Schluck. viel Gefühl. Ne? Da bin ich dabei. Und bevor ich mir nachschenke, trinke ich das aus. Ja, ne? Das ist Trink's aus. Trink's aus. Du, der Blunzenkistel sagt, ich bin ein kleines neugierig. Glasl. Habt ihr ein Beispiel, was schiefgegangen ist? Naja, Blunzenkistel, ich kann da nur so sagen, also ich will jetzt keins von diesen Beispielen nennen, weil das ja meistens mit Kollegen zu tun gehabt hat. Und ich will den Namen nicht einbringen, weil keiner von diesen Kollegen hat an sich einen Fehler gemacht.
Weißt du, was ich meine? Also es hat uns keiner über den Tisch gezogen. Es war keiner Bass zu uns, wirklich. Genau. Es hat nur Niemand einfach, bewusst Bass, wollte Richtig. uns niemand bewusst was Bass ist. Nein, Ja. nie. und deswegen möchte ich das nicht, möchte ich die Leute nicht erwähnen, weil sonst kommt es so raus, dass quasi deren Fehler gemacht hätten. Das stimmt aber nicht, sondern es war einfach immer so, dass eigentlich immer, nicht, Patrick? Ich wüsste jetzt nichts, wo wir sagen, wir sind über den Tisch gezogen worden oder wir sind ausgenutzt worden, in dem Sinn, Nein. das haben wir nicht gehabt. Du Kostprobe von einem Menschen, gefällt ihm Zonto, ja. Das habe ich mir gedacht. Ja. ja. Und der Ralf von Swondercheck gefällt mir. Klaus, eine wunderbare Hauben, Patrick natürlich auch. Meine ist allerdings Natur. Ist mir so gewachsen. Herrlich, herrlich, herrlich. Ja, nein, meine ist ein Künstlerhauberl. Aber ich habe wirklich eine rote Geschichte vom Radlfahren, Ja, das das war sondergleichen. Du bist ja nicht gewöhnt, Die dass du in die Wangen Natur kommst. brennen, das ist ein Wahnsinn. Du bist es nicht gewöhnt, dass du in der Natur rauskommst. Nicht? Ich war jetzt lange Zeit in der Natur und dann ja. Es ist da gibt es ja so Schimpfwörter, weil wir so das angesprochen haben, die ja wirklich herausragend leibend sind. Also wo ja eine Poesie drinnen steckt. Das ist ja schade, dass das Wienerische dann mittlerweile reduziert wird auf das wirklich reine Prolettenwienerisch. Und Das tut mir immer weh. Nicht? also eigentlich nicht einmal Prolettenwienerisch, sondern so ordinäres Wienerisch, gell, Patrick? Da geht es darum, es ist ein Unterschied, ob ich jetzt Wiener Dialekt rede, wenn wir uns unterhalten, wir reden unsere Sprache. Aber haben wir viel geschimpft, wenn wir Dialekt reden? Nein. In unseren Gesprächen, bei unseren Pavlatschen wird Dialekt geredet, aber es schimpft keiner. Ja. Das ist der große Unterschied. Wir unterhalten uns ganz normal im Dialekt, das hat nichts damit zu tun, dass es nur geht um Arschloch, Arschpudern, Scheißen oder was weiß ich was. Das ist Mundel. Meine Eltern Was nicht so schauen schlecht ist. Was ja eine lustige Geschichte. Muss ich ja sagen, nicht? Das mit bewusst, nicht? Aber das sind ihm zwei Paar Schuhe. Pepe Mataschek hat das so schön gesagt und auch beide meine Großväter haben mir das immer gesagt. Es ist ein Unterschied zwischen Dialekt reden und Wienerisch. Das passt alles leibend. Wienerisch, Dialekt. Aber Beißerisch ist was anderes. Ja, stimmt. Und das sind zwei Paar Schuhe. Ne? Und das fällt mir oft auf in der jüngeren Literatur, in der Mundartliteratur, wird das Ganze, es ist kein Dialekt mehr, sondern es wird oft viel zu viel geschimpft dabei. Ja. Ein Dialektlied wird einfach viel zu viel geschimpft. Ne? Da wird nicht Dialekt gesungen, sondern das wird einfach so viel geschimpft. Das stört mich ein bisschen, muss ich ehrlich sagen. Aber nicht schön geschimpft, es ist immer das Gleiche. Nein, ja. Also das wienerische Schimpf ist auf Es ist Arschloch und auf Trottel eigentlich reduziert und geschissen. Das sind nicht so auf das ist reduziert. Aber da gibt es eben so wie du Kostprobe von einem Menschen. Du, was weiß ich, zu einem Schlanken, wenn man sagt, geh auf die Seiten, du Banabouquet. Ja, du kriegst Spindel, geh mal aus dem Weg. Nicht? Das sind so Ausdrücke, schön, ja, was mit dem Röntgenbild willst du ausgehen? Ja, das sind Sachen. Ja. Das ist ja, oder der Aubrunst Beilagscheiberl. Habe ich letztens einmal gehört ist auch schon länger her. Auf einem Markt, ja. Auf einer Baustelle habe ich das gehört. Ja. Aber auch das ist nicht das Einzige, was es gibt. Weißt du, was ich meine? Nein, eben, aber ich sage, allein der Dialekt ist so viel weiter. Ist schon sauberer, ja. Und viele Leute, die heute Dialekt schreiben, die können ja so gar nicht reden. Wie wir uns im Dialekt unterhalten, das kennen die gar nicht. Da sprechen sie das normale RTL-Deutsch. Viele Deutsch, ja. Der Komponisten, die ich kenne und Textautoren, der Jungen. Leider, das ist das Problem, was ich sehe. Und wenn sie dann was in Dialekt schreiben, dann kommen sie immer zurück auf das von Mundl, was man da kennt und so weiter, was da geschrieben worden ist. Ja. Ja, genau. Nichts gegen einen Mundl, überhaupt nicht. Großartige Serie gewesen damals. Na, Leimann. Herrlich. Leimann. Der Karl Hodener, Gott beim Sölle kommen, wie wir mal gespielt haben mit ihm, der hat zum Beispiel das herrlich gesagt. Der hat gesagt, weißt, du kannst Karl sagen oder Karl. Ja? Und der eine sagt Karl. Und der andere sagt, der Karl. Das sind zwei Paar Schuhe. Du hast das ganz gut gebracht. Das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Ja. Absolut. Und du hast es da, was weiß ich, was haben wir da? Der Rudikorb beschreibt es schön, Hochdeutsch ist das Gewand, der Dialekt ist die Seele. Ja, das ist absolut richtig. Ja, und das gehört genau auch zu dieser Vielfalt dazu. Ne? Weil stell dir vor, alle reden nur mehr Synchrondeutsch, Synchronsprecherdeutsch. Ja, das ist ja... Das ist schade. Da geht ja alles verloren. Ja? Weil die bei den Deutschen, was da verloren geht. Ja, was heißt? Unglaublich. Jetzt Grätzler an der Dialekt. Ne?
Ja. Die Kölner und die Sachsen. No. Da bist du narrisch, ob einer in Dresden daheim ist oder in Köln. Das ist ja grundverschieden. Ein Hamburger redet wieder anders als ein Berliner. In Hannover reden sie anders als in München. Ja, oft innerhalb sogar von so Städten. Ja. So wie es ja bei uns. Das ist das Leibende, was? Also früher, ich sage jetzt mal, bis zum Ende des Krieges haben es schon Leute gegeben, die haben in Wien einen Dialekt aushören können, in etwa von welchem Bezirk kommst. Also Bezirk genau nicht, aber ungefähr das Grätzl von Wien, das haben die Leute sagen können. Ja? Also Favoriten, Meidl in Otterkring hat man kennt. Das hat man kennt. Also. Otterkring war die Elite, das hört man. Das hört man. Ja. Schau, der Imre fragt, ist das Künstlerhaberl von der Frau Mama aus dem Atelier? Nein, das habe ich mir gekauft im, ich glaube in der Neubaugassen bei irgendeinem, den gibt es nicht mehr, der ist schon pleite gegangen, der hat mir noch geschwind ein paar Haberl verkauft, dann ist er in Konkurs gegangen. Aber das hat mir gefallen, weil das ist so... Die Hausherrnkapperl. Die Hausherrnkapperl haben wir gesagt. Ja. Ja. Ich liebe den Dialekt, der Fred Stadtgus, ja, also der Patrick, wir sind beide Dialektfans, aber und weißt du, die Vielfalt, in verschiedensten das ist halt so geil, ja. Die Vielfalt, weißt du. Ja, Peter Wille, sprechen Sie Wienerisch, sagt der Matthias Maria. Na, warte mal. Ein Griff nach hinten. Hoffentlich machst du keinen Fehlgriff jetzt. Ich hoffe. Ja, warte mal. Weil es so typisch, weil mach einen Greifer. Ein Greifer, ja, warte. Aber in der richtigen. Wenn der Greifer nicht geht, machst du einen Untergriff. Nein, ich glaube, das wird Jetzt kommen wir zu den Buchtipps der Woche. Ja. Georg Scheurer, Floridsdorf, sagt er, ja, Floridsdorf. Ein Haberlgeschäft in der Neubaugasse, Matthias Mariaker, ja, war wirklich so. Der hat nur so Haum gehabt und Handschuhe und Schal. Das war das der Pakistaner, glaube ich, oder? Ich weiß gar nicht, was er war, genau. Ich weiß gar nicht. Oder quasi vis-à-vis vom Schnitzelwirt. Das war für mich ein wesentlicher Aspekt. Und da haben wir das eine gezogen. Soziolektisch im Brunnerdeutsch. Pazi B oder Patschi B. Ja, Plattdeutsch bei uns so verbündet. Ja, von den Jungen kann ich mehr Plattdeutsch. Das ist, glaube ich, das glaube ich da. Ja. Der Patrick und ich, wir haben gespielt vor ein paar Jahren in Hamburg. Also da zusammen gespielt haben wir in Hamburg. Und da waren wir ein bisschen länger dort und dann haben wir so gefragt, ja, ob es da von Christoph Acker macht das wie mit der Roulette vom Zonko. Das ist ein Insider-Schmäh, aber so machen wir es nicht. Aber eine gute Idee, Christoph. Da war es ja so, da haben wir dann gefragt, gibt es eine hier heimische Musik und halt CDs oder sowas. Ne? Damals war das noch mit CDs. Damals waren noch CDs, ja. Und ja, es hat nichts gegeben eigentlich. Also es hat ja so Seebandslieder, das haben wir nicht gemeint, sondern es ist eben so Plattdeutsch oder so eben aus dieser Ecken, da hat eigentlich keiner wirklich helfen können. Ne? Das ist ja schade, obwohl es sicher was gibt, aber ja. Der Ralf aus Wondratschek ist Westfale, fast hochtet, und das Obergefränk von meiner Frau, wahrscheinlich heißt es, lerne ich niemals, leider. Naja, das ist ganz normal. Das ist ja das Schöne. Wenn ich jetzt nach Tirol ziehe, wäre ich es nie lernen. Wenn ich nach Salzburg wäre ich nie wieder Salzburger gegangen. Und umgekehrt auch nicht. Ja. Das ist ja das Leibende, finde ich, an den Dialekten. Ich finde es absolut leibend. Ja. Das ist so, wie ein Londoner einen Schotten nicht versteht, was Glasgow. Das Irland schon gar nicht. Verstehen muss man sich schon, finde ich. Ne? Das ist schon Edinburgh, wenn sich jeder bemüht. Darum sage ich liebe ja Sprache generell. Ne? Das ist so was Schönes. Auch die Hochsprache. Also man soll sich schon verständigen können gegenseitig. Warte, du nicht so viel wacheln mit den Händen, weil du hast einen Autofokus zusammen. Also das habe ich von vorher nämlich. Das ist so übereinander Fuchtel, wie man mich nicht gehört hat. Aber ich dachte, jetzt muss ich reden wie der Bortisch früher. Ne? Jetzt Patrick, red lieber was Gescheites, pass auf, und zwar. Ja, bitte. Und ich schenke mir mal einen Schluck allein. Ich bin am Trockenen schon wieder. Na, aber zuerst der Maus Garage sagt, da beneide ich euch im Süden schon um den Dialekt. Du brauchst uns nicht beneiden, weil es hat auch jede Grätzl, jedes Grätzl. Das war ein Freund schon fast. Jedes Grätzl hat sein Dialekt, egal wo. Und das macht's aus. Und ich habe zum Beispiel bei uns, also wo ich herkomme aus Niederösterreich, aus Neunkirchen, wo meine Eltern, meine Familie herkommt, das ist der Schwarzertaler Dialekt. Der ist zum Beispiel meiner Ansicht nach nicht besonders schön, aber halt heimisch,
weil das ist dort, das ist schon so eine Mischung aus dem Steirischen, weil es ist Industrieviertel, da sind viele Steirer hergekommen und du hast jetzt quasi das Ranzerte, da so heute sagt man Wiener Alpenregion, das Ranzerte und das Böllerte von die Steirer. Ja, also das ist Altbayerische fast, nicht? Ja, es ist aber... Ja, der steirische Dialekt ist nämlich sehr am nächsten verwandt mit dem bayerischen. Ja, es ist... Es stammt doch aus der Völkerwanderungszeit. Es gibt ja da wahnsinnig viel spannende Diese Sachen. Ähnlichkeiten, nicht? Ja. Weil zum Beispiel, das wüsste keiner, das Deutsch ist ja wunderbar, Deutsch ist Deutsch, aber was dem Germanischen zum Beispiel weit näher ist, ist Englisch. Ne? Ja, absolut. Das wissen die wenigsten, dass das eigentlich die mehr germanische Sprache ist. Ja? Es hört man im Plattdeutsch zum Beispiel, im Plattdeutschen hat man viele Sachen, die dem Englischen entlehnt. Also das klingt fast wie Englisch, die Wörter. Vor allem, wenn man sie in der Schrift liest. Ne? Du hast zum Beispiel, was weiß ich, wenn du hernimmst, Fenster. Ja? Ein Fenster hast auf Deutsch Fenster und auf Französisch Fenêtre zum Beispiel. Also das kommt schon sehr aus dem Romanischen. Ne? Also das ist dann, ich weiß nicht, was auf Latein heißt, auch Fenestris oder was weiß ich was, ja, keine Ahnung. Aber das ist jetzt das Fenster. Und im Englischen sagt man Window und das geht zurück aufs Windauge. Ja? Das Windauge. Genau, das Windauge. Das Window. Ja, das Windauge. Also das Deutsch ist heute, das heutige Deutsch ist näher am Romanischen. Ja, so, ich sage jetzt mal so. Ja. Vielleicht werden wir geschlagen für unsere Pseudo. Nein, gar nicht. Nein. Aber es ist näher als das Deutsche, als das weniger nahe als Englisch am Germanischen treu ist. Aber ja, genug. Jetzt zu den Buchempfehlungen. Ich nehme ein Schlückchen dazwischen einmal. Ja. Jetzt nehme ich einen Schluck. Finestra, italienisch, ja, Matthias Mariacha, genau, Finestra. Man nehme die Waterkant. Die romanische Geschichte, ja. Im Deutschen, nicht? Im Norden, nicht? Die Waterkant, nicht? Da hört man so schön das englische Water. Das Water, ja, genau. Das stimmt, ja, das Plattische, das Nordische. So, pass auf, also da haben wir einmal, die gibt es alle nur mehr antiquarisch, aber man findet sie, das weiß ich. Und ich kann euch das wirklich empfehlen. Der Peter Wehle ist berühmt geworden mit den Auftritten gemeinsam mit Gerhard Bronner. Und der hat sehr viel geschrieben, der damals für Simple und so weiter und so fort. Und der war ein studierter Germanist, glaube ich, oder zumindest er war Germanist. Ich glaube, er war Germanist. Bitte, die Leute haben gesagt, Wähle. Ja, genau. Der Peter Wehle. Und irgendwie, es war insofern recht interessant, weil der Wehle war ja quasi, also aus Nazi-Sicht war er ja ein Arier, ne? und der Bronner war der Jid. Und die haben sich da damals also wirklich nach dem Krieg dann, also wie das vorbei war wieder, also da gibt es ja so herrliche Konferenzen und Korrespondenzen zwischen Bronner und Wähler. Das ist ja köstlich, weil es beide nicht wirklich ernst genommen haben und sie haben sich so oft Schaufel genommen gegenseitig, aber mit Stil und wirklich mit einem Humor. Also pass auf, Peter Wehle, sprechen Sie Wienerisch, von Adaxel bis Zwutschgerl, ist nicht nur ein Lexikon. Es ist nicht nur ein Lexikon, sondern da ist wirklich auch, also da ist viel, halt, ja, der Germanist halt, der Literaturwissenschaftler Germanist Peter Wehle. Es macht aber auch Spaß zu lesen, absolut. Wirklich. Wenn sich einer ein bisschen für Sprachen interessiert, absolut kurzweilig, absolut, ja. Absolut kurzweilig, absolut leibend. Sprechen Sie Wienerisch. Gibt es noch, wie gesagt, nur mehr antiquarisch, aber es gibt es. Also findet man überall. Hat kiloweise diese Bierchen. Das zweite ist, das wurde angesprochen, natürlich singen Sie Wienerisch, eine satirische Liebeserklärung an das Wienerlied, auch herausragend großartig. Gut. Köstlich geschrieben, es ist sehr unterhaltsam, gleichzeitig auch sehr lehrreich, muss ich wirklich sagen. Absolut, ja. Und wer dann wirklich einsteigen will in die tiefen Annalen des Wieners, der lege sich auch die Wiener Gaunersprache zu von Peter Wehle, vom Auszuzeln bis Zimmerwanzen. Herrlich. Ja, ist es ein bisschen ein dünneres Buch, aber kann ich euch wirklich sehr empfehlen. Alle antiquarisch. Gibt es alle nicht mehr so, aber ja. Spulen, sagt der Peter Wuchte. Ja, die Angelsachsen Wikinger halt. Fritz Stadtgus, ja. Die Wikinger. Ja. Ich kann ein wenig Slowakisch, mit dem habe ich sogar Taxifahrer in Moskau ein wenig verstanden. Günter Reich Russell, ja. In dem Moment, wo du der slawische Sprach kannst, bist mit den Slawen irgendwie immer beieinander. Ja. Wenn du Ungarisch kannst du Jessen gehen. Da kannst du nichts außer Ungarisch. Fast.
Ja, Türkisch ein bisschen. Türkisch Wobei, es ist ja lustig, vor vielen, vielen Jahren, wie ein junger Bub war, habe ich einen ungarischen Text da zufällig gefunden, wie ich begonnen habe, mich mit Widerli zu beschäftigen. Und war in so einem Notenkonvolut, was ich so geschenkt gekriegt habe, wo auch ein Text drinnen ist. Und wenn du das liest, das erste Mal, du hast noch nie Ungarisch gelesen vorher, glaubst du, es ist Türkisch. Es ist nur beim bin ich draufgekommen, dass alles mit Ö ist. Ja. Das Ja, ist es das ist ja. Höll, Göll, Öl, 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 Öl. Und was du statt dem Ö ein Ü machst, dann ist es fast Türkisch. Von der Sprachmelodie her nämlich. Die Ja. Melodie. Ja. Öl, Gül, 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 Öl und Öl, Göll, 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 ist alles Ungarisch. Es ist ganz, ganz verwandt, die Sprache eigentlich. Ungarisch und aber es Türkisch. bringt Und das stimmt, ja. nichts. Also das weiß ich jetzt von Freunden in Ungarn. Na, Es verstehst bringt du, ja nichts, wenn du es kannst. nein. Also es fällt dir nicht einmal leichter. Also wenn Nein. du das Ungarisch kannst, Es ist- lernst du nicht leichter Türkisch angeblich. Ich Nein. weiß nicht, ich kann es nicht. Aber es ist halt auch mit Finnisch natürlich verwandt. Die einzige Verwandte mit Finnisch. Ja. Aber ja, Ja. das ist eine eigene Geschichte. Aber slawische Sprachen natürlich, klar, ja. Und da müsste man als Wiener in Wahrheit mit gutem Beispiel vorangehen. Ja. Und ja. Was sagt der Heischel von der? Er war in einem Nuttenkonvolut. Rotwelsch. Georg Scheurer, ja, sagt Rotwelsch, Ha, die ja. Gaunersprache, ja. Die Gauner, ja, aber das hat sich natürlich auch alles aufgehört, nachdem es ja keine Österreicher mehr in der wirklichen Gaunerszene gibt. Wenig, wobei ganz interessant, also ich weiß nicht, ob es noch immer so ist, aber es war zumindest, als ich noch studiert habe, weil beim Professor Giertler haben wir natürlich auch mit den Rotlichtgrößen zu tun gehabt. Im Hörsaal natürlich, im Hörsaal. Und da war es noch so, dass es jetzt überlege, wo das zweite war. Ich glaube, in Wien, in Graz und nur in einer deutschen Stadt, weiß ich nicht wo, ist tatsächlich die Unterweltsprache Deutsch. Also so wie mir quasi. In was weiß ich, Hamburg war es so. na, ja, in Hamburg, na freilich. Ja, aber das ist, glaube ich, schon vorbei. Nein, ist noch, stimmt. Das war Wienerisch. Du hast recht, du hast Hamburg, recht. Wiener, war Du Wienerisch, hast recht. Wienerisch. Das ist War- ja, war Deutsch, Wienerisch. halt. Es waren viele Wiener, aber es war halt Deutsch. Aber du hast tatsächlich in der Unterwelt, auf der ganzen Welt, hast in der Unterwelt eine eigene Amtssprache. Ja, es klingt deppert, aber es ist ja so. Und du hast, in Berlin ist Türkisch oder Russisch, woanders ist immer auch Türkisch, meistens ist Türkisch oder Russisch irgendwo. Und du hast es in Hamburg und in Wien und in Graz ist es noch Deutsch. Also wenn da ein Tschetschene mit einem Türken ein Geschäft macht, in der Unterwelt, Macht das auf Deutsch. machen sie es auf Deutsch aus. Also hat der jetzt so erzählt, ich kann es ja nicht genau so sagen, ob das so stimmt. Gut, das ist auch schon wieder Aber- über 10 Jahre her. Nicht? Nein, Wer 10 Jahre weiß, ist nicht das her, in der aber halt ein Zwischenzeit. paar Jahre ist her. Na schon, Ja, freilich, halt, ja. Matthias Ja. Mariach, ein Giertler wollte ich auch erwähnen. Ja, den Giertler kann ich unheimlich empfehlen. Roland, absolut. Roland Giertler, mit dem haben wir, ist ein lieber Freund von uns, ich habe bei ihm ein paar Seminare besucht, wie ich studiert habe, und wir haben gemeinsam gespielt. Und es ist wirklich Öfters schon, ja. ein bisschen ein zerstreuter Professor einerseits, andererseits ein guter Beobachter und ein Kenner. Und der hat diese ganzen Randgruppen hat er erforscht. Für die Huren, über die Wüderer, Landler in Siebenbürgen, was weiß ich, was waren noch die Kieberer oder auch als Randgruppe. Auch Kieberer, ja. Mistkibler, Ja. mit Mistkibler unterwegs gewesen, ja. Also das ist wirklich spannend. Roland Giertler, da findest du 1000 Bücher. Gibt es Roland Giertler, mit dem haben wir so ein Hetz gehabt. Und da haben wir uns einmal da gesagt, wir haben gemeinsam, da sind wir engagiert worden. Patrick, wie war das? Was war das? Das Wirtshaus, nicht? Das Gasthaus, was war das Thema? Warte mal, was war das? Wir haben die Präsentation, unser erstes Zusammentreffen, wo wir gemeinsam auftreten, war im alten AKH in Stiegels, alter Ambulanz, die damals relativ neu eröffnet hat. Das ist ewig her. Also 20 Jahre her, ne? Länger, über 20 Jahre her. Ja, Dort war die das Buchpräsentation, ich weiß aber nicht, welches Buch das war. Nee, ja, das war das, da haben ja, aber da waren wir So ja, sind wir zusammengekommen. so sind wir zusammengekommen, das stimmt. Das war Das ganz war lustig. Rotwelsch, das war das Buch Rotwelsch. Das war das Buch Rotwelsch, ja genau. Und da hat er Genau, gesagt, ja. Klausi, unterhalte mit den Leuten, das ist super. Es ist die Das war halbe vor Unterwelt 2000. Da. Ja, es ist die halbe die Unterwelt da und der Rest sind Untergänger Kiewerer. Und das war. Und da war der Ja, genau. Rechtsanwalt, der Dominik. Ne? Den Der kennen Dominik einige. war, ja, genau. Der Dominik war dort und deswegen weiß ich deswegen mit dem in das Plauderkur, weil wir waren im gleichen Gymnasium, in der gleichen Schule.
Schon mehr Platz. Schon Ne? mehr Platz. Aber der hat Jus studiert, ich habe auch Jus studiert, aber. Aber aus dir ist was geworden. Ne? Ja. Weil der Matthias sagt, Rotwein ist nicht Gürtler, diese Gaunersprache. Ja. Nicht der Gürtler nennt es, sondern es ist wirklich, das ist quasi, man sagt Rotwelsch. Weil Welsch war eben das Fremde und das Rot geht irgendwie zurück auf das geht irgendwie zurück, ich weiß nicht mehr fix. Auf jeden Fall. Das Rot weiß ich auch nicht. Ja, aufs Falsche quasi. Also die gaunermäßig, also das Falsche, der Betrug. Irgendwie rot. Und der Welsche war der Fremde. Oder umgekehrt. Ja, der Welsch ist der Falsche, weil das Welsche Dirndl und so, weil da genau. gibt es ja Lieder genug, Genau, nicht? ja. Bereits vor Jahrhunderten, nicht? Und so. Ja. Der Also Fal- Grenzgänger das ist der Wüderer waren Falsche. jetzt, ja. Gibt es auch das Wüderer Museum? Ja, aber das war lustig. Und da haben wir Der mal, Welsch-Riesling, der falsche Riesling der falsche eigentlich. Riesling, ja, genau, Das ist stimmt. ja ursprünglich. Ja. Stimmt, ja, siehst du, man lernt was dazu. Naja, immer. Gibt es das, dass ich den in den Seuchen gehabt habe? Günther, was hast du in den Seuchen? Was meinst du damit? Zeit für Musik, Weingarten am Bieserberg, sagt der Christoph Acker. Ja, das können wir so nicht spielen. In Bieserberg können wir nicht Das spielen, geht nicht. weil, So. weil das geht nicht. Da muss mit der Patrick hören. Leider. Ja, weil der Fritz Stadtsoldat die Musik verbindet alle, ja, das stimmt. Was hat der Franz eben gesagt? Einen schönen Artikel über gewisse 60er hat er in seinen Streifzügen auch geschrieben. Ja, das stimmt. In der Corona-Zeit, ne, das haben wir 3-4 Mal. In den Streifzügen, Ja. aber einmal ganz groß, ja, da hat er gleich Schelte bekommen. Ja, Kleiner, aber das muss hat man er ja über unseren Artikel geschrieben und da haben sie ihm gesagt von der Krone, da kannst du nicht Werbung machen für irgendwem. Ja. Und dann Der waren hat wir es immer gar wieder nicht so mal bedacht, drinnen. nämlich. Dann waren wir immer wieder mal drinnen. Und das war wirklich spannend. Aber das war so lustig, weil wir haben dann einmal, da haben wir gespielt, oder wurden wir engagiert über das Wiener Wirtshaus. Und der Giertler soll ja einen Vortrag halten und der Patrick und ich sollen quasi musikalisch umrahmen. Und der Giertler hat uns angerufen und hat gesagt, ja, da müssen wir uns zusammensetzen, da müssen wir uns mal drüber reden. Ne? Ne, passt. Dann haben wir uns ausgemacht, sind wir zu ihm heim, nicht? Und sind bei ihm eine. Und das hat mir Wir so sind getaugt, gar nicht eine, weil der gar nicht daheim war gar nicht daheim, Das ist ja, ein Sturm später heimgekommen. weil er eingekauft hat für uns ein Weckerl. Na, ein Apfelstrudel hat er uns eingekauft. Ein Vollkorn. Und gerade wohl ein Bio-Vollkorn-Apfelstrudel. Ja, nein, das stimmt, ja. Das vergiss ich ihm nicht. Das war echt leider da. Ja, aber er war dann doch da. Und dann sind wir zu ihm Ja. rein und dann haben wir, und das war super, weil am Bücherregal, also an einem der Bücher, weil wie man sich vorstellt beim Professor, alles zu mit Büchern. Und da hat er Hand Und Uhren. geschrieben. Und Uhren, ja. Da schnurren. Ja. Ja. Und da hat er so einen Handzettel hingeschrieben, ja, ich verleihe keine Bücher, schon gar nicht an Freunde. Das ist ein Zettel mit der Hand geschrieben, dort gehängt. Und unter anderem auch, bitte Das war das Beste. bitte schenkt mir keine Bücher, viel lieber Ich habe viel lieber Bauernbrot und Bergkäse. Bauernbrot, Kernöl und Bergkäse. Genau. Die drei Sachen. Hat er Großartig. aufgeschrieben, hat er hingehängt, ja. Der ist ja Ja. bekennender Vegetarier. Ne? Der ist ja kein Speck oder was. Der ist ja Ja. Vegetarier. Vegetarier. Seit über 40 Jahren, ja, sagt er immer. Ja. Er ist Vegetarier. Aber das war dann so lustig, weil da sind wir haben 2 Stunden gesessen. Und dann hat er irgendwann gesagt, du, wegen dem Vortrag, ich bin spontan, seid ihr auch spontan? Und ich gesagt, ja, wir sind auch spontan. Ja. Passt. Das war die Vorbereitung. Also wir sind 2-3 Stunden bei ihm gesessen, haben uns köstlichst amüsiert über alles Über Mögliche. alle Themen der Welt gesprochen mit ihm wieder mal. Aber tatsächlich, die Besprechung war, seid ihr spontan? Ja. Wir sind spontan. Ja. Gut, dann machen wir spontan. Sache erledigt. Und wir haben das ein paar Mal gemacht. 2-3 Mal sind wir auftreten miteinander, glaube ich. Ja. Aber war wirklich ganz nett und der hat ein fundiges Wissen. Über so diese Randgruppen und eben diese Nebenerscheinungen. Das ist herrlich. Patrick, spielen wir was. Patrick, Das spielen wir was und dann Jetzt werden wir reicht's schon jetzt langsam zum Ende kommen. Ja. Ich höre gerade einen Ordnungsruf hier, ehrlich, von der dass mein Lisi? Nachtmahlessen bereits gleich fertig präpariert ist heute. Liebe Freunde, seid mir nicht böse, aber ein alter schenke Sportler muss auch was essen einmal. Ja? Alter Sportler, ja sicher. Was du Sportler bist, bei mir Athlet. Alter Sportler.
athletisch Weißt unterwegs. du, Weißt du? wirklich gerade just dann, wenn du am Plätzchen rätst, funktioniert der Ton einwandfrei. Ich muss mir gleich mal nachschieben. Oder einen Schluck Weißt rein. du, das ist- Patrick, so schnell gehen wir nicht auf. Ui, der So Herr schnell Riedl gehen wir hält nicht so lange aus. Ja, der Riedl. So. Bei mir ist es ein gefladertes Weinglasl, ich sag's euch wie es ist. Ganz offen, gerade raus. So wie irgendwo gefladert. Ja. So Das stand noch aus Zeiten, als ich noch Geld hatte. Weißt du? Das ist Du hast doch Geld gehabt, wann? Wann war das? Ich war nicht dabei. Ja. ich habe reich geheiratet einmal. Da war ich aber auch nicht dabei. Ja. Zeit für Schnitzel. Christoph Acker, ich sag dir was, weil du Schnitzel sagst. Da fällt mir ein Lied ein. Ich bin wirklich, also jetzt die Wochen werden wir einen Schnitzel machen. Weil, Ich hab's gehabt gestern. ich weiß, aber du warst einer von vielen, der mir so einen Guster gemacht hat. Und jetzt wieder der Christoph. Der war mit gut. Schnitzel. Butter mal ab. Herrlich, nein, Schnitzel, ein gutes Schnitzel. Das war ein Wiener Backfleisch. Ein Wiener Backfleisch, das war übrigens, habe ich ehrlich gegessen, wie wir mit Giertler auftreten sind. Das war, wird das Kasses Lokal, was dem vom Hansi, es ist Gasters Hansi am Das Roderstein. Hans, ja, genau. Und der zweites, Fix, ich weiß nicht mehr, wie das heißt. König irgendwo, Kaiser irgendwas, Kaiser Franz Josef oder Das hat er Doppelhammer. nur kurz gehabt, ja. Hat er das nicht mehr? Nein, schon lange nicht mehr. Ach so, okay, dann ist es wurscht. Ja, ja. Aber dort war das und dort hat er Wiener Backfleisch gehabt. Wer weiß, was ein Wiener Backfleisch ist, der schreibt das hin. Posten. Der postet das. Ein Wiener Backfleisch, das ist ja wirklich leibend. Patrick, Ich bin gespannt, die verschiedenen Rezepte, die ich jetzt nämlich. Da gibt es nämlich verschiedene Möglichkeiten. Ich bin gespannt, du schreib's einmal. Hat's am Ende. Gut, gehen wir's wir an, machen ne? was den, das ist eh klar. Ja. Die tue. Ich fange an. Ich höre Jawohl. dich nicht mehr. Ja, ich höre. Ich hör. Wenn die Leute in Grenzen gesoffen sind, da darf's gleich renommieren. Da fangen sie jetzt am Aufstehen an zu schwedeln und zu reden. Was sie nicht sind, was sie nicht holen, für mich sind sie ein Hund. Ich sage dann gleich, was ich hol, und das hat seinen Grund. Ich hol am Mutztraum Wampen, den zeig ich gerne her. Und wenn ich nicht die Wampen heb, wär ich schon Millionär. Ich hol am Mutztraum Wampen, die kostet ein Schippe Geld. Und wenn ich nicht die Wampen heb, hätt ich auf ihrer Welt eine Villa am Meer, ein Rolls-Royce mit Chauffeur, zwei Diener und eine Kammerfrau, die ganze Woche blau. Ein Jagd aus dem Wald, ein Weberl, das mir gefällt, aber nicht einmal und noch viel mehr, gib ich meine Wampen her. Wenn ich dann aus Finanzamt gehe, da trifft mich ja der Schlag. Da links und noch ein Zettel hin mit 45 Fragen. Vermögen, Erbe, Grundbesitz, Geschäft und Inventar. Da druck ich fest mit Bleistift auf und schreib aufs Formular. Ich hol am Mutztraum Wampen, die zeig ich gerne her. Und wenn ich nicht die Wampen hätt, wär ich schon Millionär. Ich hol am Mutztraum Wampen, die kostet Schippe Geld. Und wenn ich nicht die Wampen hätt ich auf der Welt eine Villa am Meer, ein Rolls-Royce mit Chauffeur, zwei Diener und eine Kammerfrau, die ganze Woche blau. Ein Jagd aus dem Wald, ein Weberl, das mir gefällt, aber nicht einmal um noch viel mehr, gib ich meine Wampen her. Jawohl, jawohl, Jawohl. die Wampen. Die Wampen, ja. Herrlich. Großartige Nummer. Mick So was- Salmen und Walter Häuser. Was aber der Brigitte Scheurer Rindschnitzel gebacken ist nicht ganz richtig. Es ist nicht falsch, aber es ist nicht ganz richtig. Richtiger bringt es der Matthias Mariach auf den Punkt. Rindfleisch mit Senf, Grain und paniert. So ist es. Paniert's Beirät. Welches Rindfleisch kommt dann darauf an, natürlich. Ja, das, ja gut, das, aber da gibt's kein Ding. Aber es ist wichtig, dass es mit Senf und mit Grain gemacht wird, ja. Naja, selbstgemachte Hühnersuppe mit Spaghetti bei der Susanne Bohm, ja, das ist aber auch ein Ja, das herrliches ist ja gut. Essen, Boah, ja. das ist eine gute Sache, ja. Harald Philippanschischen steirischen Brauch, den kennen wir nicht, den kennen wir wirklich nicht. Und ja, das ist, kennen wir nicht. Ja, kennen wir einfach nicht. Da kenne ich gar keine Strophen dazu. Und ja,
Ist zu weit weg vom Ja, ja. Wiener Lied, wobei vieles vom Wiener Lied weit weg ist, aber ja, leider den nicht. Ja, danke für den wieder mal gelungenen Abend. Ich danke herzlichst, dass ihr dabei seid. Danke. Wir werden jetzt da auch uns zurückziehen. Ja. Und schau, jetzt hat es noch funktioniert mit der Technik. Die Technik Aber- funktioniert wunderbar jetzt, oder? Hast du hörst gesehen, mir wie wunderbar. entspannt ich blind bin? Hast du das gesehen? Du siehst mich. Völlig, ja. Als die Technik gesponnen hat. Du- Vollkommen Du hast entspannt. ja keine Ahnung, wie entspannt ich geblieben bin. Eine Frau hörte kein lautes Wort hier. Ja, aber das ist normal, die Technik, die ist ja ein Luder, die bringt mich um. Das ist ein Wahnsinn. Ja. Ich sag's dir das. Das ist Ich so. denke, noch fast mit Schaudern vor 2 Wochen zurück. Meine erste Solosendung. Du, Vor ja, 2,5 Wochen. Du, aber die erste, ja gut, die ist ein bisschen daneben gegangen, aber es war auch nicht negativ. Ja. Technischen Problemen Und behaftet. beim zweiten hast du es schon gehabt. Ja, aber das ist so, Learning by Doing. Das kannst du in der Theorie machen, wie du willst. Es nutzt nichts. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also ich wäre wirklich von sehr vielen Menschen, wirklich sehr vielen, also für meine Begriffe, von sehr vielen Menschen wäre ich kontaktiert und die fragen mich, ob ich ihnen irgendwie helfen kann. Nicht? Ob ich da irgendwie, also ihnen das erklären kann, was ich da mache und das tut mir da echt schwer. Nicht? Wie gesagt, gemeinsam mit Zonko mache ich ja eine IT-Consulting, Livestream-Consulting-Firma auf. Die, Ich freue mich schon ja, drauf. ja, Ich bin der erste Testkandidat, ja, für euch. ja, naja, wir Das brauchen ist- nicht, wir brauchen nicht, weil wir machen hochpreisiges Consulting. Ja. Und Ja, naja, klar, das ist wieder eine Geschäftsidee. Das war Pinzetti GmbH, Consulting GmbH. Ja. Was sagt der Matthias Mariacher? Wie war das eigentlich mit dem Einfluss der Gastarbeiter aus den Ländern des Habsburger Reiches auf das Wienerlied? Na, enorm. Enorm, Matthias. Das war viel. Also du kannst sagen, im Endeffekt haben wir 3 große Einflüsse im Wienerischen. Ne, das eine kommt über die Donau runter, das sind aus dem oberösterreichischen, bayerischen, das sind über die Donauschiffer, ist das gekommen. Das andere ist gekommen aus dem Süden, aus der Steiermark rauf, das war durch den Bau von der Wiener Wasserleitung. Ne? Da sind die Steirer raufgekommen. Und aus dem Osten, also aus der Habsburger Monarchie, da sind natürlich die Slawen gekommen, die Zigeuner gekommen und so weiter. Und das Es war ein kamen riesen Böhmen, Mähren, Huzulen, Kalmücken, Ungarn, Kroaten, alle da hinein, naja, in den Schmelzstil, ja klar. Also alle sind nicht einer Es war, sondern viele. nein, es war alles haben Österreich. das Ne? nicht mitgemacht. Ist das so? Ja. Mans Garage verabschiedet sich, Thomas Bastleike verabschiedet sich, Schieders Towards. Ich habe mich sehr gefreut. Mit dem richtigen Wein bin Viert ich euch, entspannt. danke, habe ich dass ihr schnell dabei von- wart. Ja. Danke euch schön. Wir kommen schon zu Christoph Acker, Zonk und Klaus, ihr Licht und Musik passt sicher. Du, der Zonk und ich, wir machen, aber das ist nur hochpreisig. Das ist nur für die Elite, wo wir diese Consulting-Angebote machen werden. Das ist halt ja. Ja, Ich bin dabei. absolut. Nein, aber auf jeden Fall, um es wieder ernsthafter zu sagen, zum Abschluss, da diese Einflüsse, die waren enorm. Und das macht halt dieses Wienerlied auch so einzigartig, gell, Patrick? Das ist, Ja, genau. das sind die Einflüsse. Patrick, was macht das Wienerlied? Wo kommt das alles her? Wo gibt es so etwas auf der Welt mit so viel verschiedenen kulturellen und Völkereinflüssen? Das gibt es fast nirgends. Ein Traum. Wir können aus den Vollen schöpfen als Wiener eigentlich. Ja. Es Was war, wir auch immer tun. Und Eigentlich- immer da haben. Was? eigentlich war das ja ein Die Vorbild für die EU, EU. Ne? eigentlich die EU im besten Sinne. Nicht so wie es jetzt ist. Ja, ja. Es hat es schon vorher gegeben, fast quasi. Also ich finde Das auch. ist- Ja. also, Ich finde auch. Also so sehr ich ein Kritiker der Europäischen Union bin, nicht, aber grundsätzlich der Europagedanke, ja, natürlich. bin ich dabei natürlich. Nicht? Das finde ich auch. Also ich finde die EU wirklich den größten Vollgriff der modernen Zeit. Gleichzeitig finde ich die Idee Genau. dieses Ja. Europagedankens einer Genau. der großartigsten. Genau. Aber das sind halt, das ist genau. halt, ja, wir wollen nicht noch politisieren, auch noch, Das ist, nein, aber das spielt natürlich wird schwierig. mit. Ja. Nein, aber es spielt natürlich mit, das ist ganz klar. Und ja, der Fritz Startkus verabschiedet sich, Ralf von Swonacek. Ja, wir verabschieden Fritz, uns auch. Servus, Baba. Ja, in London da kommen nicht so viele verschiedene Kulturen zusammen, Matthias. Da kommen vor allem, also von der Masse her, da kommen Inder auf Engländer zusammen. Das ist
Das ist was anderes. Also weiß ich deswegen, weil ich habe ja Verwandte in England und das ist eben nicht, das ist ungefähr so wie der Brunnenmarkt. Ja. Mir stößt es immer auf, der Brunnenmarkt in Otterkring, einer der legendärsten, der größten, der längsten, so heißt es, der längste Straßenmärkte in Europa. Habe ich gehört, genau. Patrick, stimmt das? Ja, gell? Ja, stimmt, ja, genau. Der längste Markt, Ich glaube, der längste Straßenmarkt Markt in Europa. Europa, ja, genau. Und das heißt immer, ja, das ist leider das Multikulti und hin und her. Sagen, nein, das stimmt überhaupt nicht. Da ist nichts Multikulti. Das ist türkisch. Das ist was anderes. Das ist türkisch, Punkt. Da ist nicht Multikulti. Da hast du keine Serben, keine Krawatten, keine Polen, keine Tschechen, keine Russen, keine Chinesen, nichts. Du hast Türken. Du hast keine Pakistani dort. Du hast niemanden in der Zwischenzeit keine Griechen mehr dort. Du hast keine Perser dort mehr. Alle weg. Ja. Nur mehr Türken dort. Das ist schade. Das hat mit Multikulti nichts mehr zu tun. Nein, aber das muss man ehrlich sagen. Muss man ehrlich sagen. Mit Ja, Multikulti nichts tun, das ist türkisch. Das ist, man, ja, du kriegst trotzdem eine gute Waren, alles, aber es ist türkisch. Punkt. Das hat mit Multikulti genauso wie der Naschmarkt, wenn du gehst, da hat jeder Standel original genau die gleiche Ware. Das ist nicht Vielfalt. Ich bin für die Vielfalt. Ja. Absolut. Sehr. Das ist leibend. Aber für die Vielfalt muss man die eigene Kultur mal kennen, meiner Meinung nach. Da muss die eigene Kultur mal irgendwie ein bisschen kennen und wissen, wo man selber steht, dann tut man sich leichter mit der Vielfalt. Aber wenn uns Vielfalt verkauft wird und in Wahrheit sagt, ist ja wurscht, auf einer ganz anderen Ebene, im Fernsehen, ne? Wenn du sagst, das ist die Vielfalt der vielen Sender, die bringen alle den gleichen Scheißdreck. Das ist keine Vielfalt. Ne? Das ist ja keine Vielfalt. Nein, überhaupt nicht. Vielfalt wäre, wenn du zum Beispiel 3 Auftritte sagst, du hörst von der Opernarie über das Wienerlied, über Rocklied, über Pop, über Hip-Hop, über Jazz. Das ist Vielfalt. Das ist viel. Gell, Patrick? Das ist Vielfalt. So ist es. Genau so. Ja, für das sind wir. Aber ja, was ich wieder auf das Kuchen mit Blunzenkistel verabschiede, da muss hakeln gehen. Ja, Herrlich, wir verabschieden uns auch. Ich muss was essen gehen, meine Freunde. Ja, glaubst du leicht, ich nicht, ich krieg Tja, Gemüse. nehme ich einen Schluck, aber auch noch einen Schluck. Nimm einen Schluck noch. Schön Zum was Wohle. wieder mit euch. Ich freue mich, auf die dass dabei Vielfalt nämlich. Es ist ein guter Trunk. Auf die Vielfalt. Und auf euch steht, dass dabei wart. Warte, jetzt blende ich nochmal ein, ganz kurz. Ah, das wollte ich nicht. Das wollte ich einblenden. Jeden Montag und Donnerstag 19 Uhr bringen wir die Pavlatschen, den ersten Wiener Lied Livestream hier auf diesem Kanal und sagt es bitte weiter und seid wieder aber dabei. sicher. Das würde mich freuen. Dankeschön, schön, dass ihr dabei wart. Jetzt bis zum Schluss, ganz großartig. Ich schicke euch ein dickes Bussel. Was? Es bleiben viele Falten, sagt der Zonko. Wie waren sie? Hoffentlich Lachfalten, meine. Hoffentlich Lachfalten. ja, sicher. Ja, Mittwoch, 21 Uhr, Zockers Welt TV. Da ist er warte, den tue ich jetzt einmal kurz großschalten. Wer ihn nicht kennt, muss auch kein Motorradlfahrer sein, damit man diesen Livestream genießen kann, weil es einfach genauso wie bei uns um Authentizität geht. Originalität und einfach Zonko, das ist so eine leibende Geschichte. Und ja, vielleicht schaust du da rein, das hätte mich auch gefreut. Und jetzt verabschieden wir uns, Patrick, mit was für ein Lied? Was hast du für eine Idee? Dein Wunschlied, machen wir einen Herger der Start, die Hymne Otterkrings, oder? Das ist mein Wunschlied. Warte mal. Mit meinem Wunschlied. Dein Wunschlied, na, das machen wir. Nein, das passt. Also mit Herger der Start, wie viele Strophen? Eine? Oder? Eine, ja. Es reicht. Mit einer Strophe und dann ein Herger der Start mit dem nicht, weil das Lied so schier ist, aber. Ja. Aber ist dickes Puzzle alle. Viert euch, Baba. Viert euch. In Otterkring raus, in einem uralten Haus, in einem Hof in der Speckbacher Gossen. Da ist Klein ganz verstaut, seiner Zierde beraut. Ein Ärger Star ganz verlassen. Ich hab ihn entdeckt und als Kind dort versteckt. Mein Kindreal und meine Stollen.
denn die größeren Buben waren, auf die Stollen wie die Neuen, als Kittrerl, hätten's mal gestohlen. Herrgott, das Stein, du nur allein, hast mich als Bibel verstanden, hast mein Besitz immer beschützt, bist du wie ein Freund dafür gestanden. Oft hab ich geweint oder mich an dich gewandt, denn Kindersorgen sind groß. Herrgott, aus Stein, du nur allein, du bist mein einziger Trost. Danke vielmals, pfiat euch gut, bis zum Pfiat euch, Donnerstag. Baba. Servus, Papa.